Herzlich willkommen zum Heavy Mental hier aus der reformierten Kirche in Niederbipp. Ich freue mich, mit euch als Metal Church über die Kunst vom Metal nachzudenken. Und auch über alles andere, wo das dann dranhängt, die Hintergründe, unsere Weltanschauung, Glauben, alles zusammen. Heavy Mental, da geht es um Begegnung. Begegnung von uns mit dem Gast, aber es geht auch um Begegnung mit euch. Darum, wir sind interessiert an euch Fragen, auch, die auftauchen während dem Abend, wo wir an unseren Gast, die könnt stellen könnt. Ihr könnt sie mir auf WhatsApp schicken. Die Nummer wird immer wieder eingeblendet. Ich werde im letzten Teil des Gesprächs die dann auch direkt unserem Gast stellen. Das gibt eine coole Sache, wenn ihr euch da auch beteiligt und das, was auftaucht, auch einbringt ins Gespräch. Unser Gesprächsgast, auf den bin ich das erste Mal 2016 aufmerksam geworden. Und zwar habe ich im Blog vom Norient Film Festival einen Blog-Eintrag gelesen von ihm, wo er über eine nächtliche Nachtzugfahrt redet, wo er einem Jurist begegnet ist. Sie hat gemerkt, er ist Jurist, er ist Kunsthistoriker. Unser Gast ist Agnostiker. Das Gegenüber ist ein bekennender Christ. Aber sie sind beide Metalheads. Und unser Gast hat das dann verarbeitet. Wenn das unser Gast auf mich aufmerksam geworden ist und auf Metal Church, das weiss ich nicht, das finden wir heute Abend vielleicht dann raus. Aber ich habe ihn, Jörg Scheller, persönlich kennenlernen, 2019, als ich eingeladen worden bin an einen Metal Talk in der Schür zu Luzern. Und heute Abend ist er jetzt eben da, der Professor Jörg Scheller. Jörg, herzlich willkommen. Silas, ich freue mich aufs Gespräch. Ja, Henna, cool, dass du da bist. Ich bin auch, extrem positiv motiviert. Das ist cool. Vor allem, weil es das erste Mal ist, dass wir jetzt einen Gast haben, der außerhalb von unserem Kuchen, von unserer Bubble kommt. Wir haben das Format noch nicht so lange, aber wir haben noch nicht so viele Leute gehabt. Aber es freut mich, das ist eigentlich der Aspekt, den ich in unseren Kirchen grundsätzlich vermisse manchmal, dass wir eine Aussenposition auch wahrnehmen und mit Leuten auch reden, die uns helfen, von außen auch Sachen zu sehen, die wir vielleicht selber gar nicht sehen. Unsere blinden Flecken, unsere Sachen, die wir uns einfach gewöhnt sind. Genau, dass die Leute ein bisschen wissen, wer du bist, würde ich sonst gerne anfangen mit der Frage. NZZ hat dich als Kreuz- und Querdenker bezeichnet. Und ich denke, das ist eine gute Begrifflichkeit, um vielleicht mal ein bisschen auszuloten, wer bist du und wie kommt man dazu, Kreuz und Quer? Was weisst du, warum bist du Kreuz- und Querdenker? Ich bin ja ganz froh, dass Sie mich nicht als Querdenker bezeichnet haben, Ja. was in letzter Zeit etwas in Misskredit Ein bisschen negativer Beigeschmack. Genau. Aber in dem Artikel geht es, glaube ich, darum, dass ich mich sehr viel zwischen Welten bewege. Und das ist etwas, was mir eigentlich immer wichtig war und eigentlich immer wichtiger wird. Also ich mag es nicht, mich in einer, du hast von Bubble gesprochen, mich in einer Blase zu bewegen und quasi einen Denkstil zu pflegen oder einer Gewissheit anzuhängen, sondern ich bewege mich eben gerne zwischen diesen Blasen und durch diese Blasen hindurch. Das ist für mich quasi ein ständiges Prinzip von Checks and Balances, dass ich immer wieder versuche... Dass man sich gegenseitig auch wieder ein bisschen kontrollieren kann. Genau, genau. Was sind das für Bubbles, für Blasen, wo du bist, dass auch die Leute haben, die dich vielleicht jetzt noch nicht so kennen, können nachvollziehen, woher nimmst du deine Erfahrungen? Was sind das für Bubbles? Ja, da kann ich ein bisschen ausholen. Also wenn man es biografisch sich genau. Anschaut, eigentlich aufgewachsen in einer süddeutschen Kleinstadt. Übrigens ist für euch wahrscheinlich interessant, eine sehr religiös geprägte Kleinstadt. Ja. Das Heilige Korntal wird das im Volksmund genannt. 1819 gegründet, so als pietistische Idealsiedlung. Und das war noch recht stark spürbar, als ich da aufgewachsen bin. Also nicht mehr so dominant wie früher, aber es war noch sehr präsent. Sozialisiert mit sehr lauter Musik, zum Metal gekommen, als ich 12,
um die 12 Jahre alt war. Hatte mit 13 meine erste eigene Band. Ach schon. Wir sind sehr schnell aufgetreten. Mit 14 waren wir im Vorprogramm von Araya. Das war so eine alte Hardrock-Band, die mal so im Uriah Heep-Umfeld unterwegs war. Dann im Basketball viel unterwegs gewesen, sehr intensiv Basketball gespielt. Habe mich früh mit Aquaristik beschäftigt, habe als Kind schon Fische gezüchtet und Fische verkauft. Okay. Bin dann weiter im Sport hin zum Kraftsport, später auch Bodybuilding, Kampfsport. Habe mich mit Kunst beschäftigt, habe Kunstleistungskurs gemacht. Habe nach der Schule erstmal beschlossen, ein bisschen zu arbeiten, rauszukommen aus diesem abstrakten akademischen Raum. War Hilfsarbeiter in der Gärtnerei, habe gearbeitet in einem Callcenter. Ich war in der internen Kommunikation von Alcatel Praktikant. Okay. Bin in Journalismus gegangen und habe eigentlich erst danach begonnen zu studieren, Kunstgeschichte. Hatte da schon quasi eine journalistische Karriere parallel, war parallel immer selbstständig gewesen. Habe immer weiter in Bands gespielt, sehr unterschiedliche Bands. Heavy Metal habe ich mal aufgegeben, um dann später wieder einzusteigen. Habe so komisches Krautrock-Zeug gemacht, also sehr bizarre Geschichten auch. Und bin dann so langsam in die Akademie abgedriftet. Oder falsche Freunde und genau, so weiter. Das ist immer das Gleiche, die den ersten Joint drehen. Ja, genau. Ja, mal eine Thesis machen. Genau, so lief das, ja. Und bin dann Schritt für Schritt eigentlich im Hochschulbetrieb gelandet. Hatte es auch nie geplant, in die Schweiz zu kommen, habe einfach ein Jobangebot 2009 bekommen und so bin ich hier gelandet. Das war jetzt ein ganz grober Einblick. Also in welchen Studienbereichen hast du überall mal die Nase oder den Fuß oder was auch immer drin gehabt? Naja, studiert habe ich anfangs Kunstgeschichte und Anglistik und habe dann nach dem Grundstudium eigentlich gewechselt zu Kunstwissenschaft, Medientheorie und Philosophie und habe das in Karlsruhe abgeschlossen. Und zwar an der Kunsthochschule, also an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Das war mir sehr wichtig, also im Kontakt zur Praxis, also wirklich dort, wo auch das Zeug produziert wird. Und habe mich aber so als Dilettant immer auch mit anderen Bereichen beschäftigt, sei das mit Biologie, ich komme aus einem Biologenhaushalt. Mit Fischen, genau, ja. Aber eben mit Training, mit Muskeln. Ich habe einen ersten Trainerschein gemacht, direkt nach der Schule, und habe eine weitere Lizenz gemacht während des Lockdowns im letzten Jahr. Ich habe ein bisschen als Personal Trainer gearbeitet. So. Okay. Also eben, all die Welt, die Bubbles, und wir haben das jetzt schon ein paar Mal ein bisschen ähnlich gehabt, wenn wir Gäste hier haben, die so in verschiedenen Welten sind. Wie ring fällt dir das, einen Hut an oder abzuziehen? Machst du das? Bist du immer gleich? Oder wie erlebst du das Übergehen von einer in die andere Welt? Ich glaube, ich bin relativ stabil. Und ich glaube, diese Stabilität, die erleichtert es, zwischen Bubbles zu wechseln. Also diese, ich sag mal so, postmoderne Romantik von permanenter Fluidität, oder dass wir die ganze Zeit morphen und uns verändern und so weiter. Ja. Dafür wäre ich schon viel zu faul. Also, okay. Also allein aus Bequemlichkeitsgründen würde ich nicht ständig morphen wollen. So ein bisschen konstant bleiben. Ja. Also es gibt auch sehr interessant, wie die Leute auf Chamäleons blicken. Man schaut immer auf Chamäleons und denkt, oh fantastisch, wie die Farbe ändern können. Aber niemand schaut auf die Chamäleons und überlegt sich, oh fantastisch, wie formstabil die sind. Ja, also es ist quasi eine selektive Wahrnehmung. Man schaut auf die Farben, das ist irgendwie interessant, das verändert sich, aber die Form bleibt die gleiche. Und vielleicht ist bei mir ein bisschen ähnlich. Also gehe gerne in diese verschiedenen Kontexte rein, aber eben auch, um mich ein bisschen wie zu überprüfen und zu schauen, was mir wirklich ernst ist, was mir wichtig ist. Stelle es auf die Probe und das, was sich bewährt und was ich für richtig und wichtig halte, das nehme ich dann auch wieder mit. In eines von diesen Themengebieten möchte ich
einsteigen. Und zwar hast du gesagt, dass du mit relativ jung selber hast, Bands mitgegründet und weitergezogen. Ein paar Projekte sind heute noch aktuell. Ich habe auf deiner Wikipedia-Seite, so, genau, wo man ja zu akademischen Zwecken nicht brauchen darf, aber es ist ja hier privat, von dem her, gelesen, dass du so ein Projekt hast, wo Malmzeit ist und das sei ein sogenannter Metal-Lieferservice. Jetzt weiss ich ja, was Metal ist und was ein Lieferservice ist, aber wie stellt man sich das vor? Dann fahrt er vor ein Haus und dann macht Bam, Bam, Bam und dann geht er wieder, oder was ist? Das kann passieren, ja. Okay. Heavy Metal Lieferservice wurde 2003 gegründet. Und zwar eigentlich nach einer Phase, bisschen so der Ernüchterung mit Heavy Metal. Also als ich ein bisschen die Klischees und die Pathosformeln und die Gesten dann mal langsam gesehen hatte. Und gleichzeitig die Musik ja liebe, oder? Also das ist bis heute so, die flasht mich. Das ist eine Hassliebe, aber auf alle Fälle ein starker Bezug. Und ich habe mich mit einem Freund und Kollegen in Stuttgart darüber ausgetauscht und wir haben überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, was im Metal weiterzuspielen, vielleicht ohne diesen ganzen Stereotypen-Ballast. Und so kamen wir erstmal auf die Idee, ein Metal-Duo zu gründen mit Beats vom Drumcomputer und diesen Metal eigentlich nur noch sitzend darzubieten, so gut gekleidet, ja, clever, ja. Bourgeois, in so einem ganz minimalistischen Setting. Also weißt du, ohne den ganzen Aufwand, klar, ohne 6 Trucks und ohne 7 Schlagzeuger und ohne 2 Atomkraftwerke, die man braucht, um die Band zu speisen. Explodieren die Verstärker. So, genau, und Pyro und ich weiß nicht was, diese ganzen Materialschlachten. Also wir wollten Metal radikal entschlacken. Und dann haben wir uns noch überlegt, wie können wir dieses ritualisierte Konzertzeugs vielleicht ein bisschen mal anders interpretieren. Also Band kommt auf die Bühne, dann wird irgendwie losgelegt, Zugabe und es geht alle wieder zurück. Und so kam man auf die Idee, das als Pizzalieferservice anzubieten. Also nicht du kommst zum Metal-Konzert, sondern das Konzert kommt zu dir. Also hier immer eigene Songs geschrieben. Das ist eine Mischung aus Thrash, Death Metal mit ein bisschen Power Metal. Und das wird zu den Leuten nach Hause geliefert oder vors Haus. Also wir haben wirklich schon alles gespielt. Wir haben in der Halfpipe gespielt. Wir haben auf Hochzeiten in der Kirche, nein, nach der Kirche haben wir gespielt. Auf Kunstvernissagen, Hausbuchungen im Wohnzimmer auf der Couch von wildfremden Leuten, 60. Geburtstage von Anwälten, die uns einfach über ein Internetformular gebucht haben. Also wirklich wieder viele Bubbles. Das klingt sehr lustig. Ich habe mal noch über den Begriff Regressive Rock gestolpert. Hat das dort irgendwie eine Verknüpfung? Nein, Regressive Rock, das war noch ein jüngeres Projekt. Da ging es wieder ein Duo, Schlagzeug, Bass, Gesang, sonst nichts. Und das war eigentlich ein Versuch, Rock mal wirklich so knochentrocken, so auf eine Substanz reduziert zu spielen, dass er eben nicht mehr progressive ist, sondern also im Ästhetischen regressiv, nicht politisch oder weltanschaulich, sondern wirklich total reduziert und auch so, dass er eben nicht so eben rockig, energetisierend, yeah ist, sondern wie Wüstenstaub. Und so ähnlich kam es dann auch an. Also das war das erfolgloseste Projekt, das ich je gemacht habe. Aber gut, dass man es mal macht, weil irgendjemand muss es ja probieren. Ich fand es fantastisch. Mir hat es total viel gebracht. Ich finde es fantastische Musik. Aber wir haben 2 LPs verkauft. Ja? Ja. Also stopp, warte schnell. In mehreren Jahren. Aber Moment, du hast 2 hat er verkauft. Aber wie gross muss die Auflage sein, dass man so eine LP überhaupt herstellt? Das sage ich jetzt nicht, weil sonst wird es wirklich zu erbärmlich. Das ist die Frage, irgendwo in einem Landfill. Ja. Ja, es gibt jetzt noch diverse Exemplare dieses Albums in einem Keller in Zürich. Also falls jemand ein Kunstobjekt möchte erwerben, das nicht viele Menschen haben, das ist so. Besser als Bitcoin quasi. Ja, vielleicht können wir es als Regressive Coin. Ja, logisch. Es ist auf jeden Fall umweltschonender und so. Und, Absolut.
Und es ist keine Bubble, die dann platzt, sondern es gibt wirklich nur sehr viel. Das ist Substanz. Ja. Genau, sehr schön, sehr schön. Nein, das ist, weil ich bin eben auch in einer Progressive Rock Band und ich habe dort Ähnliches, was du beschrieben hast, habe mich da drin wieder gesehen, oder? Das Materialschlacht, die jedes Mal ist und so. Und ich meine, ich mache dort auch nur mit, weil ich der Sänger bin, oder? Ja. Und nicht der Schlagzeuger. Ja. Das ist schon mal a priori klar. Also Schlagzeuger in der Metalband, nein, das ist wie... Das ist auch sehr CO2-intensiv. Ja. Also der Drummer, der hat einen wahnsinnigen CO2-Ausstoß. Das ist in Zeiten von Fridays for Future nicht mehr zeitgemäß. Nein, die müssen ersetzt werden, allesamt abgeschafft. Ja. Nein, und einfach eben das Material umschleppen. Und wenn man es nicht umschleppt, sondern das Zeug nimmt, das Backline ist, dann ist es einfach nicht das, was man braucht. Und so. Und darum habe ich das Gefühl, vielleicht ist das dort irgendwie Zusammenhang. Sehr gut. Jetzt, du hast es vielleicht bemerkt, du hast jetzt nicht Alkohol vor dir, sonst, weil wir Gäste da haben, ist das immer so ein bisschen das Thema. Kannst du da irgendwie etwas dazu erzählen? Ja, das finde ich sehr interessant. Man muss ja in unserer Gesellschaft eigentlich immer begründen, warum man keinen Alkohol trinkt. Genau, ja. Also warum trinken Menschen Wasser? Ja, also schlimm. A ist mir an meinem Überleben gelegen. Also ich trinke Wasser aus biologischen Gründen, um weiter zu existieren. Aber schon so etwas Traditionelles, oder? Das macht man seit immer. Eben, ja genau, auch recht regressiv, genau. Aber der Grund ist eigentlich, dass ich so mit Straight Edge Hardcore nebst dem Metal sozialisiert wurde. Und also als 15-, 16-Jähriger bin ich da fasziniert gewesen davon. Von dieser Idee, die so Ende der 70er Jahre aufgekommen ist, Washington DC, Bands wie Minor Threat, die gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie dieses Gegenkulturelle des Punk und diese Energie des Hardcore, aber wir wollen nicht dieses destruktive Drogenzeugs drumherum. Und wir wollen eigentlich eine Intensität erzeugen, die sich nicht aus dem Konsum von Substanzen speist. Und das hat mich damals überzeugt und das überzeugt mich heute. Also ich bin eigentlich immer straight edge geblieben mit ein paar Ausnahmen oder an Lemmy Kilmisters Todestag trinke ich immer so zu seinen Ehren ein Glas Whisky. Ja. Aber ansonsten bin ich komplett drogenfrei, also was Substanzdrogen betrifft. Ich versuche Rauschzustände dann lieber selbst zu erzeugen durch Sport oder Musik oder sonst etwas. Ja, das finde ich, ich finde das grundsätzlich cool. Ich bin ja Oberstufenlehrer und immer so gegen Ende 9. kommt ja das Thema auf mit wie manchmal kann man abstürzen, bevor es die Eltern merken und so. Und dann ist auch immer die Frage im Raum, so im Sinne von, wie viel braucht man Alkohol, um überhaupt fähig zu sein, das auszuleben, was man sonst nicht kann, weil man die Hemmungen hat. Und lernt man dann Hemmungen abzubauen oder lernt man dann ohne Alkohol geht es nicht. Das ist noch also ich finde es eben spannend, dass es dann eben gepaart mit der rebellischen, aggressiven Musik, das wie so im Sinne von wie eigentlich etwas Ruhiges, Besinnliches, Klares im Kopf kombiniert mit Aggression. Das finde ich schon noch. Genau. Also es ist was Kontraintuitives und es ist auch was Dialektisches vielleicht. Und das interessiert mich eigentlich immer. Nicht mich interessieren so schmutzige Systeme. Ich bin nie auf der Suche nach reiner Wahrheit und solchen Dingen. Das gibt's nicht. Also man nähert sich dem an, wenn man sich so ein bisschen in den Schmutz begibt und verschiedene Dinge kombiniert. Und so habe ich Straight Edge auch immer gesehen. Also gar nicht dogmatisch. Ich möchte überhaupt niemanden dazu bereden, keinen Alkohol zu trinken. Manchen Leuten tut es gut, manchen tut es nicht gut. Ich finde, man macht sich zu wenig Gedanken darüber, dass Drogenkonsum ist eigentlich auch eine Kunst, oder? Die muss man lernen. Ja, das muss man trainieren. Ich wäre auch völlig unfähig, das ist so. Eben, also wenn man könnte einen Drogenführerschein einführen, nicht? Also das Menschen, hast du twittert, gell? Das hast du twittert, ja, das gesehen. Ja. Und also zu sagen, gut, wer trinken will, der muss wie beim Angeln. Genau. Muss er so einen Schein machen. Das Patent. Oder? Genau, also so ein Trinkpatent, genau. Ja. Und dann wird das einstudiert, dann wird das geübt, dann wird es zertifiziert. Und dann geht abends die Polizei durch die Innenstädte und checkt nicht, wieso die Covid-Nachweise. Der hat das schon geübt, der kann das. Genau, wunderbar, weiter trinken. Ja. So könnte man sich das vorstellen. Und dann war der Hashtag Saufschein drunter. Ja, genau. Der wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Nein, so nicht aber der Gedanke ist witzig. Du hast gesagt, nicht dogmatisch. Aber es gibt ja innerhalb von Straight Edge
gibt es sicher auch ein dogmatisches Ding. Wo siehst du dort einen Übergang zwischen einer Weltansicht, Schrägstrich Ideologie und wo schwankt es da etwas Religiöses rein? Da habe ich mal einen längeren Aufsatz darüber geschrieben. Also ich glaube, es gibt eine starke so eine kryptoreligiöse oder zivilreligiöse Strömung in Straight Edge, was sich dann ja auch mit Hare Krishna zum Beispiel ausgedrückt hat. Es gibt eine starke Hare Krishna-Orientierung. Also es sind ja die so viel vom Tag die gleichen Dinge machen, dass sie quasi selber durch die Mahamantras in diesen Rausch hineinkommen mit noch ein bisschen. Ja, weiß gar nicht, da geht es gar nicht so sehr um Rausch, sondern erst, glaube ich, eher auch dieser Friedensgedanke ist ja bei Hare Krishna da. Auf alle Fälle gibt es diese Grundierung. Ich glaube, Straight Edge geht schon darum, eine Form von Halt zu finden und Orientierung. Und das ist natürlich traditionell mit Religion verbunden, oder? Also das ist ja eine der Funktionen von Religion immer gewesen. Und auch dieses, sich die Haare abrasieren, genau. irgendwie so was Mönchisches logisch, entwickeln. Das war bei Straight Edge schon stark, auch so eine Dekadenzkritik, was auch oft mit Religion zu tun hat, die oft aus eben Dekadenzkritik hervorgeht. Ja. Also da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte und wie immer differenzieren sich dann verschiedene Strömungen aus. Echt? Dann gibt es so, sagen wir so, die Cäsaro-Papisten, eher die Vatikanartigen, die dann eher so offiziös und institutionalisiert unterwegs sind. Und dann gibt es eher so die Freikirchler, oder, die zum Teil fundamentalistisch angehaucht sind oder die eher pietistisch angehauchten. Aber eine moderne Verpackung haben und scheinbar locker, genau. Ja. Und es gibt natürlich auch ganz klar, es gibt christlichen Hardcore natürlich. Das ist noch spannend, weil ich habe mal ein Doku gesehen, wo innerhalb von dieser Hardcore-Bewegung zu Amerika dann eben auch christliche Gruppierung quasi ihre Konzerte gemacht und haben dann auch eben ohne Alkohol, ohne Ding so, das war so eins von Dingen. Und dann so wie, jetzt machen wir das Konzert und dann alle vom Publikum, die sich taufen und Christ werden, kommen bitte mit. Wir haben da noch einen Pool vorbereitet. So. Da gibt es ja immer schöne Überschneidungen von so Bubbles, die scheinbar nicht zusammenpassen und dann platzt. Und dann gibt es irgendwann, wenn es genug lange überlebt, eine neue Bubble, die sich aber dann wehrt gegen die anderen Bubbles, die es daraus entstanden ist. Absolut. Was im Christentum war es ja genauso. Ja, genau. All diese verschiedenen konkurrierenden Strömungen innerhalb des Christentums. Vielleicht ähnlich wie im Metal, wo also alle 2 Wochen ein neues Metal-Subgenre geboren wird. Da gibt es dann Black, Heavy, Trash, Pure, Epic, Celtic Metal mit progressiven Elementen. Genau, oder Unblack Metal. Ja. Genau, und irgendwann muss man eben darüber diskutieren, ob jetzt das explizit noch als Metal gilt, oder? Weil irgendwann ist es zu kompliziert und wir können dann nicht ganz alle bei uns aufnehmen. Also ich finde dort Analogie zum Christentum schon noch spannend. Du hast ja noch gesagt, mit dem Ringen nach Wahrheit und durch so ein bisschen das Schmutzige durch. Und ich glaube, etwas, wo wir als Christen uns nicht so bewusst sind, ist, dass es rein mathematisch nicht wirklich realistisch ist, dass man Recht hat. So. Es ist einfach, also weißt, es ist so wie, weil ich habe mich ja weiterentwickelt von dem, was ich gelernt habe, und dem habe ich ja das Gefühl, ich habe das und das besser begriffen als meine Eltern. So. Aber die haben sich ja auch weiterentwickelt und die haben auch das Gefühl, ich habe das und so entwickelt man sich ja in eine bestimmte Richtung und plötzlich zu sagen, jetzt habe ich endlich die Wahrheit mit Löffeln gefressen und ich muss nie mehr mir überlegen, ob es stimmt oder nicht, ist ja eben der Moment, wo man eben bleibt stehen und dann wird man. Und wenn dann der Moment ist, wo man bleibt stehen und ein Teil davon möchte sich weiterentwickeln, dann gibt es eben die Brüche, oder? Und dann hast du eine Reformation und eine Gegenreformation und das und die Absplitterung. So. Und eben meistens aus dieser Unbequemlichkeit, ich möchte mich eigentlich nicht noch einmal hinterfragen. Ich habe es doch gestern schon gemacht. Ja. Gut, du hast Musik auch mitgebracht und wir hören jetzt etwas von diesen Sachen rein. Hast du einen Wunsch von dieser Liste oder soll ich einfach mal... Wir können also, wenn wir schon ein bisschen über Biografisches gesprochen haben, dann steigen wir doch so mit dem naheliegendsten ein, nämlich mit Motorhead. Motorhead, Death or Glory. Ja. Dazu noch ganz kurz, ich habe beim Vorbereiten
die auch auf YouTube gesucht, obviously. Und bin auf einen Vortrag von dir gestoßen über Bärte. Ah ja. Über Bärte. Das war auch so ein Thema. Und das ist ein langer Vortrag. Ich habe nicht ganz geschaut, ich habe immer wieder reingezappt. Ich habe gesehen, dass du verschiedenste Persönlichkeiten durch Geschichte, durch vor allem Popkultur, relevante Menschen dokumentiert hast und analysiert, welche Rolle und welche Funktion Bärte haben. Und so. Und, also ich war heute noch beim Coiffeur und ich habe lange überlegt, so, ja, müsste jetzt eigentlich nicht den Bart abholen. Weil, egal. Nein, und eines von diesen Bildern, das mir geblieben ist von diesem Vortrag, den müsst ihr übrigens schauen, ich finde ihn sehr interessant, ist ein Bild vom Lemmy, oder? Motorhead, oder? Und es hat verschiedene Darstellungen gehabt und er sieht auch ein bisschen aus wie Jesus, oder? Ja. Und du hast ja dort so in einem Nebensatz gesagt, dass Motorhead-Fans wissen, dass er Gott ist. So. Ja, das ist dieser endlose Diskurs gewesen, is Lemmy God? Das war immer so ein Witz, aber irgendwie hat man gemerkt, da ist ein bisschen mehr dahinter. Also, ich habe da auch mal was drüber geschrieben, also wenn man das theologisch anschaut und sagt, Gott ist dasjenige Wesen, das vollständig identisch ist mit sich selbst. Mit sich selber. Im Vergleich zu uns, wo wir ja irgendwie nicht wirklich uns selber sind, sondern irgendwie fehlt ja etwas. Oder so, ja. Also Gott ist totale Selbstreferenz. Ja. Dann kam Lemmy dem natürlich schon relativ nahe. Ja. Also der Artikel hieß, der Mann, der sich selbst immer ähnlicher wurde. Okay. Und das war eben Lemmy Kilmister, der quasi in der Popkultur so endlos eben auf diesen Bart, auf diese einfachen Riffs, auf diese schwarzhumorigen Witze. Also jemand, der sich selber treu war und sich nicht zu fest gewandelt hat. Ja. Und der auch immer, also das wurde auch so weitergeschrieben, nicht? Also von den Evangelisten, nicht der Popkultur. Ja. Und am Ende war das dann wirklich so eine Ikone, ja, also eine säkulare, eine profane Ikone. Und dazu hat der Bart natürlich wunderbar gepasst, weil natürlich nicht der biblische Gott ist irgendwie bärtig, wenn er denn mal dargestellt wird. Ja. Der Teufel ist bartlos. Ja, das ist lustig. Außer er hat so ein kleines, so ein kleines, sowas hier unten, der Ziegenbart. Ja, das ist schon noch. Das fand ich interessant in der Metal-Szene, weil Lemmy hat eigentlich immer betont, dass er Metal nicht so toll findet. Dass er eigentlich gar nicht selber Metal Er hat sich als Rock'n'Roller bezeichnet. Aber trotzdem haben die Metal-Fans ihn so als eine Art Gott und Papst gekürt. Und das ist Metal-typisch, oder? Ja. Also Lemmy war sozusagen Papst und Gegenpapst in einer Person. Das muss also er ist quasi der Brian aus Life of Brian, oder? Ja, genau. Er ist der Messias, oder? Sehr gut. Also, wir hören Motorhead's Death or Glory. Vor wie vielen Jahren ist er gestorben? Vor 2015 schon, ja. Ah, das ist ja schon wieder ein Zeitchen. Ja. War kurz vor Trump. Ja. Meine Theorie ist ja, Trump konnte nur kommen, weil Lemmy gestorben ist. Oh nein, ja. Kausalität, Korrelation dazu das ist immer so, verwechselt. Ja. Das ist so, ja. Ja, Hannah cool. Eben, er sieht aus wie Jesus. Wir haben, ich bin vor dem Coiffeur gestern, haben wir Sporttag bei unserer Schule und das ist ja draussen und dann haben wir die Maske nicht an. Und dann hatte ich den Bart eben noch mehr und die Haare noch länger. Und die Schüler haben eben herausgefunden, wie Herr Bitterli, er sieht aus wie Jesus. Und dort würde dann so ein bisschen meine nächste Frage kommen. Du hast wahrscheinlich in deiner Karriere als Kunsthistoriker auch nicht nur ein Bild angeschaut, wo eine Jesusfigur drauf ist. Und du mich korrigieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber das Bild hat sich ja auch ein bisschen verändert und dann irgendwann ist es plötzlich in einem Ding, also wenn ich mich richtig mal erinnere, sind frühe Darstellungen, wo er zum Beispiel auch bartlos mit so ein bisschen Kruseln und Lamm auf dem Schultern, wie man aus ähnlichen, also geografisch-religiöslichen Dingen, das ist ja nicht neu mit dem Lamm. Und irgendwann bekommt er einen Bart und dann bleibt der Bart. Und das Letzte, was ich mich mal erinnere, wo mir das jemand erklärt hat, war die These, dass durch das Christentum
durch die antike griechische Welt beeinflusst wurde. Und dort haben die Denker einen Bart gehabt, oder sind zumindest so dargestellt worden. Und wenn der Sokrates und der Aristoteles einen Bart hat, dann muss jetzt der Jesus auch einen Bart haben. Was hast du da zu sagen, zu ergänzen? Ja, das ist in der Tat eine sehr lange und verwickelte Geschichte mit den Jesus-Darstellungen. Also wenn man sich es kunsthistorisch anschaut, da sieht man zum Beispiel, es gibt tatsächlich Beispiele, wo er keinen Bart hat, sehr frühe Darstellungen, aber das ändert sich ziemlich schnell. Und nach der konstantinischen Wende, also 313 war die Wende, ich glaube 393 wurde Christentum dann Staatsreligion. Und dann hat man die anderen, logisch, so genau, ja. Und da kommt ja die byzantinische Ikone auf. Und die müssen ja definieren, ab wann ist es wirklich Jesus, weil es ist ja nicht, also es ist ja, wenn ich mich richtig mal erinnere, sind ja die Ikonen nicht nur ein Bild, sondern sie ja wie ein Gegenstand, der ja auf eine Art auch ein bisschen wie ein Fenster ist mit einem Zugang. Und damit das funktioniert, muss ja das eine Auge grösser sein, glaube ich, und das andere ein bisschen kleiner. Und dann gibt es so 100 Regeln. Ja, genau. Aber vor allem die Regeln die müssen eingehalten werden. Und bei der Ikone geht es dann nicht wie beim neuzeitlichen Bild um Originalität und um Varianz oder um Naturtreue oder Nähe, sondern es geht eben um das Prinzip Motorhead. Nicht? Also es wird eigentlich immer das gleiche Album aufgenommen mit kleinen Variationen. Ja. Und das war eben das Prinzip bei der byzantinischen Ikone. Und das speist sich aus einer Legende, nicht aus dem Mandylion, mit dem der Kreuzweg, logisch, oder? Mit dem wo Tuch. Zufällig am Kreuzweg ja eine Frau namens Veronika anwesend ist, die Jesus ihr Tuch reicht, er drückt sein Gesicht hinein, hinterlässt ein authentisches Porträt. Das darf dann natürlich nicht verändert werden. Nicht? Ja, das wird ja nicht stimmen. Ja, Veronika ist die Vera-Ikon. Das wahre Bild, das wahre Bild. Das wahre Bild, genau. Nice, das habe ich auch noch nicht überlegt. Ja. So. Lustig. Da gibt es diverse Legenden, die sich um diese echten Bilder ranken. Achaiopeitos hieß das bei den Griechen, oder? Und das wird dann in der Neuzeit variiert. Das ist auch interessant, im byzantinischen Raum leidet Jesus eigentlich nicht. Ja, der ist eigentlich recht cool am Kreuz. Ja. Also es sieht eigentlich fast relaxed aus. Auf einer der ersten Kreuzigungsdarstellungen überhaupt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, ich glaube in der Santa Sabina in Rom, da ist noch nicht mal das Kreuz abgebildet, sondern es ist nur die Haltung vom Kreuz. Genau. Spannend, ja. Und dann später, so im Mittelalter, wird er immer leidender. Also da kommt dann quasi dieser leidende Jesus, Matthias Grünewald beispielsweise, oder? Ganz berühmte Darstellung, wo er so grün ist im Gesicht und blutet und leidet und so weiter. Also das sind Wandlungen, oder? Bis er in Südamerika plötzlich ein Gewehr am Rücken bekommt, oder? Beispiel. Befreiungstheologie. Genau, Befreiungstheologie. Ja. Genau, Das ist schon noch, und das ist, eben, finde ich schon spannend, wie sich Kultur, wo sich meistens, auch traditionelle Kultur, die sich ja versteht als wir es bewahren, wie es war. Und dabei ist ja eigentlich jede Tradition ja irgendwann schon eingeführt worden. Das heisst, sie ist ja nicht. Ich habe es noch lustig gefunden, ich habe mal für ein Projekt mitgeschafft, wo wir eine Tracht, also so eine traditionelle Gewande quasi, haben wiederbelebt, die irgendwie 1940 das letzte Mal gemacht wurde. Und wir haben die vor 3-4 Jahren wieder gemacht. Und so. Und wo da die Lokalzeitung geschrieben hat, dass wir das machen, haben wir Telefon bekommen von besorgten traditionellen Menschen, die Angst hatten, wir machen jetzt ihre Tradition kaputt. Und wir haben allen gesagt, nein, wir machen gar nichts Neues. Aber schon nur der Gedanke, dass es könnte ändern, dass Leute das Gefühl haben, wir wollen lieber, dass es nicht mehr existiert, als dass es sich verändert, obwohl wir in diesem Fall nicht einmal eine Veränderung gemacht hätten. Also auch nicht, Anderer Kontext reicht manchmal schon. Also mein Verständnis von Konservatismus ist, dass wir wahren sollten, wie es werden wird. Ja? Also, okay, das muss ich nochmal erklären. Mein Verständnis von Konservativen ist, man sollte sich eigentlich eher auf die Wahrung des Werdenden, nicht? Oder dessen konzentrieren, wie es gewesen sein wird oder wie es werden wird. Also vollkommen kontraintuitiver, Back to the Future-mäßiger Gedanke.
Und das Konservative bedeutet für mich nicht, etwas so zu erhalten, wie es ist in einem bestimmten Moment. Das ist ja vollkommen widersinnig, weil Menschen leben ja in der Zeit. Ja. Oder? Und die Zeit geht voran. Alles verändert sich. Das heißt, konservativ würde sich erstmal darauf beziehen, anzuerkennen, dass die Dinge sich wandeln. Das ist Konservatismus, jetzt mal abseits des Parteipolitischen. Ja, logisch. Ja. Und insofern, wenn ich etwas erhalten möchte, dann muss ich es ja in seinen Wandlungen begreifen. Und dann muss ich es quasi in seinen historischen Dynamiken verstehen und nicht so irgendwie mich an etwas klammern, was eben in diesem ganzen Wandelkontext, in dem wir leben, ohnehin so nicht Bestand haben wird. Und ich glaube, das waren eigentlich immer so die Schlausten, die verstanden haben, dass die Dinge sich ändern müssen, um gleich bleiben zu können. Also so wie wir uns ständig ändern müssen, oder wie wir dazulernen, wie wir unsere Lehre mal länger, mal kürzer. Als hinkendes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ich bin hier und ich tue schnaufen. Und ich tue gerne schnaufen. Und das brauche ich so. Gut, Und jetzt ist aber das Problem, dass ich muss 30 Meter unter dem Meeresspiegel irgendetwas machen. Und dann kann ich ja dort nicht schnaufen. Und dann wäre das, was du bezeichnest als Konservatismus, ich müsste ja wie eine Apparatur entwickeln, dass ich fähig bin, den Wert Schnaufen am neuen Ort auch zu haben. Das heisst, wie genau? Also du entwickelst eine Technologie, du entwickelst ein Verfahren, die es möglich macht, das, was ich möchte, übernehmen und behalten, dass es nicht genau, ja, okay. Genau. Aber das stimmt, das ist schon ohne Frage, weil mit in unserer Kultur im Moment ist ja wirklich überall immer Weltuntergangsstimmung. Ja, bei allem, in der Politik Ja. Und in der Natur und der Bildung und Medien und überall. Und es ist immer der Aufruf an jeden wie, du musst jetzt reagieren und die Welt retten. Und wenn du jetzt nicht das Produkt kaufst, also es landet ja dann immer beim Produkt, nicht wahr? Da gibt es ein schönes Zitat aus dem Roman Il Gattopardo. Es heißt, alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Oder? Und das erleben wir zurzeit wirklich mit diesen ganzen Untergangsszenarien, die eigentlich immer nur darauf rauslaufen, dass man bestimmte Mechanismen, wie sie in der westlichen Moderne entwickelt wurden, eigentlich beibehalten werden. Also eben, du musst ein neues Gadget kaufen, du musst dein Leben ändern, wir müssen umdenken. Das sind alles wirklich so Grundelemente der westlichen Moderne. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele dieser Probleme, die wir ständig jetzt bekämpfen sollen, überhaupt erst dadurch entstanden sind, dass man eben ständig etwas Neues produziert, etwas Neues anstößt oder bestimmte Probleme versucht zu lösen. Also man schafft durch die Lösung von Problemen eigentlich laufend neue Probleme, die man dann eben unter größter Dringlichkeit lösen muss. Dann fehlt irgendwie ein bisschen so der langfristige Horizont, man bedenkt bestimmte Dinge nicht und erschafft wieder neue Probleme, die man dann wieder hektisch lösen muss. Also unsere Gesellschaft ist ja immer ein bisschen so, dass wenn eine Bewegung entsteht und wenn man im Nachhinein schaut, finde ich, kann man bei den meisten Bewegungen ziemlich klar sagen, auf was sie reagieren. Also dass sie wie sagen, unserer Gesellschaft fehlt XY und darum braucht sie jetzt das. Also wenn wir eben sagen, wie unserer Gesellschaft fehlt, keine Ahnung, Freiheit und zwar irgendwie im sexuellen Bereich und dann entstehen Hippies zum Beispiel. So. Und dann kann man wie sagen, eben, die Bewegung ist eine Reaktion auf XY. Ja. Und jetzt ist eine Frage für mich an dich, warum ist der Metal entstanden? Ja, das sind die Hippies, das ist schon mal ein gutes Stichwort, weil in gewisser Hinsicht ist der Metal auch eine Reaktion auf eben die Hippies und die 68er Zeit. Auch eine Reaktion auf den Punk ist eine Reaktion dahingehend, dass man sagt, hey, irgendwie geht es nicht auf mit diesen Blumenkindern. Und was ist der Aspekt gewesen, wo sie haben, sag jetzt mal, kritisiert? Was hast du das Gefühl, was ist? Ich glaube, dieser naive Glaube an das Gute und das Zurück zur Natur. Und wir sind jetzt alle nett zueinander, also was ja schon bei den Hippies untereinander nicht funktioniert hat. Außer dass sie alle gleichzeitig auf Drogen und er ist einfach wie... Genau. Hat gar keine Zeit für Konflikt, weil alle im je nach Droge, nicht? Ja, das stimmt. Ja, das ist da muss man aufpassen. Aber eben, ich glaube, da war Metal ist unter anderem eine Antwort
auf die Selbstwidersprüche der Hippie-Generation und auf die uneingelösten Versprechen. Dann gibt es soziale Gründe, es gibt politische Gründe. Heavy Metal entsteht eigentlich in den 1970er Jahren, so in Großbritannien, als es so losging mit dem Niedergang der britischen Schwerindustrie. Also es war eigentlich ein Strukturwandel, der sich da vollzogen hat. Man könnte das sehr, ich sag mal, verkürzt so formulieren, dass aus der konkreten Metallbearbeitung, nicht dieser Niedergang, I see. So metaphorische logisch. Metallbearbeitung wurde. Ja, also Metal als Metametall, könnte man sagen. Ja. Also das sind so ein paar Aspekte, wo man eben sieht, worauf Heavy Metal reagiert hat. Da war viel Frust von Arbeiterkindern drin, schlechte Perspektiven, aber auch einfach die Lust auf eine neue Musik. Ich glaube, das sind einfach auch ganz basale popkulturelle Modephänomene. Logisch. Also irgendwann, wenn es eine kritische Masse hat und er... Ja, das, Hardrock war schon so, ja, mein Gott, hat man gehört. Und das ist einfach Kulturindustrie, oder? Da musste was Neues her. Heavy Metal als Begriff war eine Wortschöpfung der Musikpresse. Die Metal-Bands, früher Iron Maiden, Judas Priest, haben sich nicht selbst als Heavy Metal bezeichnet. Was haben sich die bezeichnet? Gibt es da noch irgendwie... Oder haben die einfach gesagt, wir machen einfach... Die haben Musik gemacht. Die haben sich von verschiedenen Quellen inspirieren lassen. Und dann kam die Musikpresse eben mit dem Label Heavy Metal. Manche haben es angenommen und manche nicht. Ja, Judas Priest zum Beispiel haben es angenommen und haben sich wirklich voll darauf eingestellt. Wenn man die Autobiografien der Musiker liest, denkt man, ja, also was das jetzt genau bedeutet hat, es hätte auch in eine andere Richtung, in Richtung Queen, Bombastrock oder sowas gehen. Ja. Und warum gibt es der Metal immer noch? Ja, ich glaube, da sind wir genau bei diesem Konservatismus-Thema. Ich glaube, was Heavy Metal auf eine Art und Weise gelungen ist, dass er konservativ ist auf der einen Seite. Es gibt quasi eine starke Identität. Es gibt ein starkes Label. Und dieses Label ist eher formal und ästhetisch definiert. Also da geht es um Härte, da geht es um Intensität, da geht es um Virtuosität. Es ist eigentlich keine Ideologie. Metal hat Platz für sehr, sehr viele Ideologien. Religion, Weltanschauung, politische Haltung, was auch immer. Und auf der anderen Seite war Heavy Metal, und es wurde oft übersehen in der Rezeption, immer sehr wandlungsfähig. Also wenn man sich anschaut, was für eine Fülle von Genres der absorbiert hat, wie da Klassik eingeflossen ist, wie dann später Punk und Hardcore oder Hip-Hop schon in den 80er Jahren eingeflossen sind, dann ist es eigentlich ein eminent hybrides Genre. Und was alles zusammenhält, ist eben diese Klammer der Härte, der Intensität, der Virtuosität. Und insofern könnte man sagen, Metal ist eigentlich ein quasi gut verstandener Konservatismus, weil bestimmte Elemente gewahrt werden, die sozusagen wichtig sind, die eben für viele Leute Bedeutung haben und gleichzeitig eine Offenheit da ist. Also auch diese 500.000 Freikirchen im Metal. Ja. Also, genau, wo alle so ihr kleines Kirchlein bauen. Oh, ich bin der Black Metal. Oh nein, ich bin Power Metal. Oh, ich mache Epic Metal. Oh, ich mache eher so Post-Hardcore Metal Stuff und so weiter. Also alle, oder man könnte auch Kantone sagen. Vielleicht ist das auch so ein Föderalismus. Föderalistisch prägt. Ja. Föderalistisch organisiertes Pop-Genre. Und weil das sich so ereignet hat und weil es diese interne Pluralität gab, konnte Metal weit überleben, hätte aber nicht überlebt, wenn es nicht die gemeinsame Klammer gab. Ja, also es ist ein interessantes System. Es gibt einen gemeinsamen Bezugsrahmen und gleichzeitig gibt es diesen Willen zum Dissens, zur Sezession, zur Kritik. Ist auch ein Genre, das unablässig mit sich selber beschäftigt ist. Ja, also wenn man die Metal-Foren liest, ich meine, es ist ja unglaublich, was da für Hobbywissenschaft eigentlich logisch, ja. unterwegs sind. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mich zurück erinnere an meine Gimmerzeit, ich hatte ein paar Kollegen, die Metal gemacht und gehört haben. Und was mich immer wieder überrascht hat, ist, auch wenn die nicht im gleichen Kollegenkreis waren, sondern so verteilt auf alle Klassen, aber mit allen hat man gut reden über Geschichte, über Philosophie und auch interessanterweise über Religion, obwohl keiner von denen religiös war. Aber sie gleich die Eigenschaft hatten, irgendwie, keine Ahnung, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen als andere und dadurch auch können Kritik anbringen. Und das war für mich spannend zu merken, dass
die eigentlich am meisten könnten Kritik üben an meiner Religion, eigentlich die sind, die am gäbigsten können damit umgehen können, weil sie es haben können, wie so ein bisschen entmystifizieren. Weil sie einfach gesagt wie, aha, ja, du glaubst das und so und aus dem Punkt finde ich es wirklich blöd. Aber die haben sich nicht bedroht gefühlt durch irgendwie meine Religiosität oder so. Wir hören wieder mal ein Stück Musik. Und zwar hast du vorher gesagt, dass mit dieser grossen Klammern und ich habe gedacht, dass vielleicht Bodycount dort reinpassen. Fantastisch. Also, dann hören wir Bodycount No Lives Matter. Kannst du noch kurz etwas sagen dazu? Ich finde also Bodycount erstmal eine super wichtige Band, weil sie in den 80er Jahren eigentlich zwei Kulturen zusammengebracht hat. Die eine galt als quasi weiß und die andere galt als schwarz. Oder? Und das waren so Stereotype, irgendwie die Typen in der Bronx, die machen Hip-Hop und die Typen in Birmingham, die machen Metal. Ja. Und das war eigentlich so ein Kulturessentialismus. Oder? Ich meine, es ist Quatsch, es gibt nicht eine Festschreibung, diese ethnische Gruppe macht diese Musik. Kultur gehört also die gibt es schon, einfach unseren Vorurteilen. Genau, ja, aber die hat eigentlich keine reale Existenz. Und was Bodycount in Los Angeles gemacht haben, Ice-T federführend, der Rapper, Erfinder des Gangster-Rap, ist, dass sie die beiden Kulturen einfach zusammengebracht haben, wie Chemiker. Nicht? Und ja, mal schauen, ob es explodiert. Genau, es hat gezündet, es explodiert. Und den Song, den wir jetzt hören, finde ich, ist einer der klügsten Beiträge zur Debatte über Identitätspolitik. Weil Ice-T einerseits sagt, Black Lives Matter, absolut, das ist richtig. Und jeder, der sagt, All Lives Matter, oder er verbessert die ganze Geschichte. Ja, ist ja klar. Ja. Aber er sagt, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar dahingehend, dass Leben immer dann nichts zählen, wenn die Leute keine Kohle haben. Das heißt, die keine Kohle haben, die keine Macht haben, deren Leben zählt nicht. Und das ist eine total wichtige Erweiterung dieses Diskurses, der immer sehr vielen so Entweder-oder-Kategorien geführt wird, wo die ganzen Grauzonen und die Übergangsbereiche aus dem Blick geraten. Und also er rappt dann, but honestly it ain't just black, it's yellow, it's brown, it's red, it's anybody who ain't got cash, poor whites that they call trash. Ja. Genau. Das heißt, er relationiert, ohne zu relativieren. Ich meine, solche Sätze hätte man sich von Trump gewünscht. Ja, das wären präsidiale Sätze gewesen. Ja, und nein, die müssen jetzt vom Erfinder des Gangster-Rap kommen. Genau. Also, wir hören Bodycount No Lives Matter. We say that Black Lives Matter, but truthfully they really never. No Lives Matter ist natürlich ein Schlagwort, das im letzten Jahr, wo man das gut einordnen kann und kann irgendwie brauchen. Und da kommen wir schon zu der nächsten Frage. Harte Musik und Politik soll, muss oder kann das zusammengehören? Was kann harte Musik beitragen für einen Diskurs? Oder ist es einfach nur ein Ventil und Deko? Was ist deine Haltung? Also für mich bedeutet Heavy Metal oder harte Musik zunächst mal eine Geste der Freiheit. Oder also sich einen Raum zu schaffen, der für andere vielleicht zu hart, zu krass, zu laut, zu intensiv ist und eben sich so, was eben diesen Bereich zu schaffen, den man sich zu eigen macht. Und das hat der Historiker Erich Keller mal sehr schön gesagt. Das zu tun, ist bereits ein politischer Akt. Also einen Raum für sich abzugrenzen, einen Raum für sich zu definieren. Ob das heute mit harter Musik immer noch so geht wie früher, sei dahingestellt. Aber das sehe ich zunächst mal als etwas Politisches. Und in diesem Raum gibt es Freiheiten, die man sonst nicht hat. Und zu diesen Freiheiten gehört natürlich auch, sich mit Politik auseinanderzusetzen oder politische Sachverhalte zu thematisieren, zu kritisieren, zu karikieren, was auch immer. Ich würde aber immer sehr betonen, das ist ein Kann. Das ist kein Muss. Also alle diejenigen, die sagen, ja, Kunst ist immer politisch, ja mein Gott, alles ist politisch, mein Gott, dieser Tisch ist politisch, Wasser ist politisch, das führt zu nichts. Und diejenigen, die sagen, Kunst muss immer politisch sein, die nehmen der Kunst eine ganz zentrale Freiheit.
Und diese Freiheit besteht eben auch darin, sich aus dem Politischen erstmal rausziehen zu können und über Dinge nachdenken zu können, herumspinnen zu können, fantasieren zu können. Insofern kann, muss, aber nicht. Und künstlerisch, ästhetisch, würde ich sagen, waren es nicht immer die politischen Bands, die mich am meisten fasziniert haben, sondern eben Bands wie Motorhead, wo die Message ganz klar war, was wir machen, ist Rock'n'Roll, da hat Politik nichts darin verloren. Hier geht es darum, auf ein Konzert zu kommen, sich danach 2 Zentimeter größer zu fühlen und mehr ist es nicht. Aber ich meine, das machte etwas mit dir, oder? Also das Politische kommt dadurch früher oder später von selbst. Es muss gar nicht explizit, es muss nicht programmatisch sein. Und überall dort, wo das dann so Diskurs, Rock wird, wo man erstmal 2 Meter Sekundärliteratur lesen muss, um irgendwie bei den Texten mitzukommen und so weiter, da finde ich es dann so ein bisschen, das ist nicht meins. Ja. Genau. Ein ganz anderes Thema. Du hast auch schon erwähnt, dass du dich mit Bodybuilding und Kampfsport und so beschäftigt hast. Und es gibt ja dort so eine Überschneidung, oder? Ja. Du hast ja eine Thesis, oder was war es? Die Doktorarbeit habe ich über Arnold Schwarzenegger gemacht. Genau. Und über sein Bodybuilding. Genau, und das ist, finde ich, eigentlich noch ein spannendes Thema, weil ich bin absolut, ich habe manchmal das Gefühl, ich sei körperlos, also das ist das Letzte, was ich daran denke. Ich schaue und denke viel zu wenig an meinen Körper. Meine Frau wird aber hässlich, sie ist Bewegungspädagogin und sagt mir immer gerade herhocken und gut ernähren. Und, gerade ist gar nicht so. Ja, genau, aber zumindest nicht so am Computer arbeiten. So, das mit gerade. Item. Auf jeden Fall ist ja das eigentlich aus der kirchlichen, biblischen Tradition ist es ja noch spannend, weil die Kirche hat ja immer so ein bisschen ihre Probleme mit dem Körper. Es gibt ja so gewisse Phasen in der Kirchengeschichte, wo man ja den Körper ganz ausblendet hat oder sogar verteufelt, oder? Als Körper, als Karnale, so, oder? Ist ja böse und der Paulus sagt ja irgendwie Geist gegen Körper und bla bla und so. Und das kann man ja irgendwie so interpretieren, dass man sagt, der Körper ist irgendwie nichts wert und so. Und dann kann man natürlich auch wieder eine Pseudo-Gegenbewegung machen und dann irgendwie und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch das Bild aus dem Neuen Testament, wo man sagt, dass mein Körper ist ein Tempel. So. Also dass man sagt, wie die Religion vom Alten Testament hat einen lokalen Tempel, wo man Gott anbeten und dann muss man hergehen und dann macht man das Opfer so. Und das Neue Testament sagt, wie du musst nicht an einen heiligen Ort hergehen, sondern du bist eigentlich der Ort so und sagt auch, und darum sollst du deinen Körper auch so behandeln, als wärst du. Also du deinem Körper nicht Schaden zufügen oder so, sondern du den super behalten und so. Also es gibt also in dem Fall auch irgendwie in der christlichen Ding eine Tradition, wo das mit dem gesunden Körper, im gesunden Geist und so und das probiert so zusammenzubringen und so. Das ist eine Welt, die ich jetzt zum Beispiel kenne. Und die Welt, wo du dich jetzt sehr gut auskennst, ist eine ganz spannende für mich, wir kennen mich null aus. Was hast du das Gefühl, wie passen, also wie brauen so 2 Welten aufeinander? Was für ein Verständnis von Körper, was für eine Rolle hat Körper im Bodybuilding? Da könnte ich jetzt sehr, sehr lange drüber. Das nehme ich an, du hast ja ein Buch drüber geschrieben. Muss ich mich zurückhalten. Also was jetzt Bodybuilding betrifft, da müssen wir recht präzise sein. Bodybuilding bedeutet wirklich ästhetische Formung des Körpers. Also ich meine jetzt nicht Kraftsport oder Kampfsport oder solche Dinge. Bodybuilding bedeutet eigentlich die Vergeistigung des Körpers. Und zwar in einem sehr buchstäblichen Sinne, weil es geht ja um Form. Und Form ist ja das, was in dieser irdischen Welt dem Immateriellen am nächsten kommt. Also wenn ich etwas Form gebe, dann eigentlich vergeistige ich das. Das ist eigentlich antike Philosophie. Ja, das ist genau. Platon, Aristoteles. Materie und Idee. Und, genau, oder? Also Form ist ein geistiges Prinzip. Und man könnte dem Bodybuilding nachgerade Körperfeindlichkeit attestieren, also eigentlich etwas, was man im Christentum auch attestiert hat, nämlich in dem Sinne, dass der gegebene Körper eigentlich nicht angenommen wird,
sondern Er lenkt nicht. der reicht nicht. Der muss transformiert werden. Das sind ja fast schon Rituale, nicht der Selbstgeißelung Logisch, man muss sich selber Schmerz und zufügen. Züchtigung und Askese und es so gibt weiter. doch das Shirt, oder, mit so Buchstaben, die erst sichtbar werden, wenn sie durch Feuchtigkeit genau, so wie, genau. wenn man genug geschwitzt hat, heisst jetzt darfst du The heimgehen. writing on the wall, also ich meine, ist auch ein religiöser Topoi, oder? Ja, mehr nicht Theke und so. Also insofern, da glaube ich, gibt es durchaus eine Nähe, vielleicht auch zu dieser christlichen Körperfeindlichkeit, Leibfeindlichkeit, die das ja phasenweise zumindest gegeben Zum Glück phasenweise, bin froh. Ja. Und auch was das Ritual betrifft. Also wenn man sich Bodybuilding als Praxis vorstellt, bedeutet es ja, man zieht sich eigentlich so in sein Hortus conclusus zurück, nicht? In dieses Gym, das ist eigentlich eine Gegenwelt. Um dort eigentlich so in endlosen Serien von Repetitionen und eben von, ich weiß nicht, man pumpt da an diesen Maschinen rum, 1, 2, 3 Stunden. Und es hat eigentlich was von einer Form ritueller Askese. Ja. Man verliert sich mit der Zeit auch einfach mal so fertig ist, dass man nicht mehr klar denken kann, weil aber das ganze Blut ist in den Beinen, oder? Das hast du nicht mehr dann im Kopf. Und das sind interessante Zustände, in die man da kommt, wenn man intensiv trainiert. Und dieses Zitat, das du gerade genannt hast, also der Körper als Tempel, das ist Korinther, glaube ich, wenn ich alles täuscht. Das habe ich wortwörtlich 2019 aus dem Mund von Frank Zane gehört. Frank Zane ist ein dreimaliger Mr. Olympia, ist einer der Kult-Bodybuilder schlechthin. Heute 78 Jahre alt, den habe ich besucht in La Mesa in Kalifornien, haben da in seinem Home Gym trainiert. Und er schreibt das wortwörtlich. Also krass, jeder spannend. ist quasi der Bildhauer und jeder quasi schafft einen Tempel und dieser Tempel ist der Körper und so. Also diese Metaphorik, diese Rhetorik, die ist durchaus verbreitet in der Bodybuilding-Szene. Es gibt natürlich christliche Bodybuilder, so wie es muslimische und hinduistische gibt. Es gibt God's Gym in Oakland, Anspielung auf Gold's Gym, auf das berühmte Franchise und so weiter und so fort. Aber ich glaube, diese Vergeistigung des Körpers, diese Überformung des Körpers, das ist ein starker Bezug auch zum Religiösen, zum Christlichen insbesondere. Wenn weiss man, dass man, das ist so absurd, wenn weiss man, dass man es hat, so, wenn ist der Moment, wo irgendwo für Leute, die sich eben nicht so damit befassen und dann sehen sie mal jemanden, der so breit ist, dass es gibt doch so ein Meme, wo doch einer so ein Post-it einem hinten an den Rücken tut und der kann es ja dann halt nicht mehr abnehmen. Oder? So, wo ist dann der Moment, wo es so unnatürlich wird oder so wie soll ich sagen, unnatürlich? Es wird dann wie... Ja. Ich finde, also, es geht ja eigentlich darum, diesen natürlichen Zustand zu überwinden, fast schon. Ja? Also es hat eigentlich so einen künstlerischen Impetus, nicht? Also dieses natürliche, kreatürliche Ding, dieser lebendige Körper, wird eben in eine Skulptur eigentlich verwandelt. Also in dem Sinne etwas Unnatürliches. Bodybuilding, ich könnte mich zurzeit nicht mehr Bodybuilder nennen eigentlich. Oder? Ich trainiere noch, aber seit diesem verfluchten Lockdown bin ich quasi auf so ein Fitnesslevel zurückgeschnurrt. Ich werde jetzt wieder im Sommer ein bisschen aufbauen. 2019 hatte ich nochmal Zeit, wo ich wieder so Masseaufbau gemacht habe, eine ganz ordentliche Form hatte. Und genau das ist der Punkt bei den Bodybuildern. Also wenn Bodybuilder nicht als Bodybuilder erkannt sind, sind es keine Bodybuilder. Das ist einfach das ist ganz einfach. Das ist einfach Kästen. Ja. Weil ein Tischtennisprofi, oder wenn der Tischtennisprofi in seiner Badehose am Strand entlang spaziert, dann ist er trotzdem Tischtennisprofi, auch wenn ihn niemand als Tischtennisprofi erkennt. Ja. Aber wenn ein Bodybuilder am Strand nicht als Bodybuilder identifiziert wird, das wäre ja sein Element, oder? Genau. Das ist wie also es geht um das Bild. Also man muss Bodybuilder eigentlich ohne U schreiben, nicht? Das sind Bodybuilder. Und es ist genau dieses gewaltige, erhabene Bild, das Bodybuilding auszeichnet. Also es ist over the top, es ist more than normal. Ist das, kann man das, was hast du das Gefühl, was ist, wenn das müsstest du in ein Verhältnis stellen mit dem amerikanischen praktizierten Schönheitswahl von Schönheitsoperationen, zum Beispiel bei Frauen. Kann man das, was sind Parallelen, was sind die Grenzen, wo würdest du das nicht vergleichen? Also ich glaube, da sind tatsächlich die Unterschiede stärker, als man denkt. Was das Bodybuilding
Das sind eigentlich zwei grundlegende Unterschiede. Das erste ist, es geht nicht um Schönheit, sondern es geht um Erhabenheit. Es geht eigentlich darum, eigentlich Leute fast schon zu verschrecken oder abzustoßen. Es geht darum, ein gewaltiges Bild zu Also erzeugen. zeigen, was möglich. Ja. Ja. Also Transgression, Überschreitung von Grenzen. Und eben, du sollst nicht vor dem Bodybuilder stehen, wie so vor einer Blumenwiese und sagen, ach schön, das ist, ach so hübsch hast du das gemacht, wie du das modelliert hast. Oder das ist nicht, also weder beim Female Bodybuilding noch beim Male Bodybuilding, sondern die Leute stellen davor, wie vor so einem Avantgarde-Kunstwerk. So, das geht doch nicht, das ist eigentlich zu viel, das ist doch hässlich, wie kann man, das ist doch nicht mehr natürlich, das ist doch nicht mehr schön Also und so weiter. Das wäre ja dann bei der Schönheit-OPs das, was man eben nicht möchte. Oder? Genau, Weil wenn dort jemand genau. kommt, wo das ganze Gesicht so, dann ist... Genau. Also manchmal kippt es natürlich Ja, unfreiwillig, logisch, ja. aber eigentlich Und ist mit es dem Alter, wenn er schön, Botox genau. irgendwo herrutscht. Und er, Genau. Das Zweite ist die protestantische Arbeitsethik. Okay, Die, glaube ich, jetzt die ist wird's lustig. absolut zentral im Bodybuilding. Bodybuilding hat ein ganz recht klischeehaftes Arbeitsethos. Du musst dir das, was du mit dir rumschleppst, selbst erarbeiten. Ja, darum geht es im Gym. Das kann dir kein Team abnehmen, das kann dir Logisch, ja. kein Gott abnehmen, das musst du selber am Eisen sozusagen erreichen. Und wenn ich mir das jetzt sozusagen aufspritzen lasse und so weiter, I ja, see. deswegen wird das im Bodybuilding auch immer so betont, dass klar, die nehmen alle Stoff. Profi-Bodybuilder Geht ja nicht. Das sind ist gar alle nicht- auf ja. Wachstumshormonen und so weiter. Aber es wird immer betont, dass im Zentrum die individuelle Arbeit steht. Und dass quasi die Steroide nur so ein letzter Boost sind, ja, aber nicht, also ohne die Arbeit geht es nicht. Es geht nicht, auf dem Sofa zu liegen, sich Steroide zu injizieren. Ja, das ist es nicht. Und das sind, glaube ich, die zwei maßgeblichen Unterschiede. Wenn ich mir was injizieren lasse, beauftrage ich jemand anderen, Ja. etwas an Da mir zu ist machen. einfach halt die Frage, wer hat mehr Geld? Ja, Oder? ja, klar, Und das ist ja. ja nicht... Sondern das Faszinierende gerade beim Arnold Schwarzenegger ist ja das. Er Ja, ja. kommt ja aus nichts, oder? Ja, ja, ja. Und schafft es nachher... Ja. Das übersieht man heute auch sehr häufig. Also Bodybuilding ist eigentlich von der Grundierung was Proletarisches. Selbst der Muscle Beach in Kalifornien, Los Angeles, das war eigentlich eine Erfindung der Progressive Era. Also als man den einfachen, ja, in vielen Anführungszeichen Leuten eine Möglichkeit geben wollte, eben an sich zu arbeiten, Sport zu treiben. Und heute assoziiert man es ja eigentlich eher Ja, mit logisch, konservativen Mentalitäten und so weiter. War aber eigentlich nicht so gemeint. Also Bodybuilding ist eigentlich was sehr Progressives, wenn man sich es genau anschaut. Das bedeutet, du musst dich nicht mit dem Ausgangsstatus abfinden. Du kannst an dir arbeiten, du kannst quasi fast schon ein anderer Mensch werden. Also da geht es eigentlich sehr stark um Transformation. Und gleichzeitig haben wir wie im Heavy Metal wieder das Konservative drin, weil natürlich sind Bodybuilder dahingehend nicht progressiv, dass die Form, die sie erreichen, das ist absolut langweilig und es ist monoton und es ist statisch. Ja. Es gibt keine, die trainieren sich hier einen riesen Bizeps an und dort keinen und dann noch eine fette Wade und hier eine schmale, oder? Also Logisch. so die asymmetrische es ist- Klasse ist noch genau, nicht erfunden ja, worden ja, im ja. Bodybuilding. Also es gibt ja, also ich finde es schon noch spannend, eben mit Körperkult, es gibt ja verschiedene Formen, oder? Und eben eins davon, wo ich jetzt vorhin kurz noch ins Spiel gebracht habe, eben das mit diesen Schönheitsoperationen, die ja Mhm. zum Teil wie sagen, wir glauben, dass das Schönheitsideal des Menschen dort ist und ich probiere mich dorthin zu entwickeln. Ja. Und das als Kunsthistoriker hat man ja ziemlich einen klaren Verlauf, wie das Mhm. Schönheitsideal von Frauen Mhm. zum Beispiel, oder? Mhm. Und dann mal ist es rund, und dann ist es bleich, und dann ist es weniger bleich, und dann Mhm. ist es kurvig, das ändert sich ja im Verlauf der Zeit. Ja. Und ich probiere zwangshaft irgendwie einen Übergang zu einem weiteren Song zu machen. Und zwar, ich glaube, du siehst schon kommen, oder? Du hast nämlich aus deiner Liste hast du einen Song von Nicki Minaj aufgeschrieben. Mhm. Mhm. So, oder? Ja, mhm. Und das finde ich speziell lustig, weil meine Schüler hören das ja zum Teil, Ja, oder? ja. Und wenn du da so vor mir hockst, ist das ja nicht ein Song, den ich jetzt irgendwie erwartet hätte. Kannst du Mhm. schnell etwas dazu erzählen? Und dann der Titel ist perfekt für das, oder? Ja. Barbie Dreams. Genau. Ich meine, wie... Ja. Ja. Ich bin wirklich, also Nicki Minaj habe ich gar nicht aus ironischen Gründen mitgebracht oder um irgendwie das bisschen aufzubrechen, sondern ich halte die wirklich für eine einfach großartige Lyrikerin. Und sie ist einfach eine fantastische Rapperin, sie hat einen unglaublichen Flow. Also da bin ich wirklich Fan von ihr. Und der Song, den ich mitgebracht habe, Barbie Dreams,
Das ist einfach ganz witzig, weil sie sich so diese Macho-Rhetorik, nicht, das Hip-Hop aneignet. Mit der Karre und darum wollen alle Genau. Frauen zu mir. Und Genau, so. und ich habe mit so und so vielen geschlafen, ich bekomme so und so viele ab. Und sie dreht es einfach um und spielt es mal durch, benennt sehr viele prominente Rapper, mit denen sie anscheinend dann in dem Song oder alle möglichen Dinge tut. Und das ist eine interessante Umkehrung. Und ich finde es ja auch als Typ, also als ästhetische Erscheinung Eben, interessant. das habe ich her, es ist ja Ja. wie ein Schönheitsideal, wo dann, wenn man nicht in dieser Welt ist, anschaut und denkt, wie, ich sehe es nicht, ich kann mir vorstellen, wenn jemand so viel Geld und so viel Zeit rein investiert, dann findet er das wirklich ästhetisch, aber wenn du nicht aus dieser Kultur bist, dann denkst du so, Ja. verstehe es nicht. Oder? Und sie entspricht nicht diesen Model-Gardemaßen und so weiter. Also sie ist auch ein faszinierendes Hybrid. Ich finde, sie öffnet ein paar neue Räume. Auf der einen Seite gibt es so diese total klischeehafte Sexiness und diese Körperlichkeit. Und auf der anderen Seite eben ein Spiel damit, eine ironische Brechung. Und dann auch als Körper. Ich meine, sie geht auch mal übergewichtig auf die Bühne. Die hungert sich nicht ständig runter, um irgendwie so Heidi Klum-mäßig irgendeiner blöden Jury zu gefallen. Also, ja, das macht mir Freude, mich damit zu beschäftigen. Und guter Track. Also, wir hören von Nicki Minaj Barbie Dreams. Ja, genau. Das ist auch so einer von diesen Momenten so ein bisschen in dieser Serie, wo so ein bisschen raussticht, wenn man genau in diesem Moment reinkommt. Aber genau. Das ist ja auch das Coole eben an dir als Gast, als jemand, der in verschiedensten Welten ist. Und das probieren wir ja eigentlich auch ein bisschen zu zelebrieren in dieser Serie. Wir wollen ja eigentlich aufbrechen und offensiv für verschiedenes Zeug. Zum nochmal zurückkommen zu dem Bodybuilden und zur Ästhetik des männlichen Körper. Mir ist im Zusammenhang mit Metal irgend so ein CD-Cover von Manowar in Sinn gekommen. Da gibt es ja oftmals die nackten Oberkörper-Dinge, wo ich dann irgendwie, wenn ich einen Bezug machen müsste zur Kunsthistorisch, das ist dann so ein bisschen wie heißt der? Frank Frazetta, der Illustrator und Comiczeichner, wo das so wo das so ein bisschen überzeichnet, so das Superhelden-Ding irgendwie. Und ich habe mich darum gefragt beim Vorbereiten, ob du mir helfen könntest, die verschiedenen Einflüsse auf den Metal, und zwar jetzt nicht musikalisch, das können wir dann auch machen, wenn wir noch wollen, sondern ästhetisch probieren, so ein bisschen zusammenzusammeln, von was ist der Metal als Präg. Also gibt es irgendwo, wo kommen die kulturellen Bilder her, die Symbole? Zum Beispiel die langen Haare. Ja. Gibt's da irgendwie, kann man das irgendwie rückverfolgen? Ja. Eben, da ist Metal sehr faszinierend, weil die Einflüsse wirklich sehr, sehr breit und sehr hybrid sind. Also beginnen wir zum Beispiel mit den langen Haaren. Das sind zum einen, was ist so die Kriegerhaare, nicht? Also so die Haartracht von mythischen Helden, nordische Sagen, solche Geschichten haben immer in Metal reingespielt. Also Tolkien ist eine große Inspirationsquelle, und da hat man natürlich viele, also gerade wenn man die Bebilderungen anschaut, ebenso so langhaarige Heldengestalten. Das Leder, das Leder kam eigentlich, eine interessante Geschichte, eigentlich aus so Weltkriegsbeständen, die man nicht mehr brauchte. Okay. Es waren nach dem Weltkrieg viele Lederjacken, die nicht mehr gebraucht wurden. Ja? Also die für zum Beispiel Motorradeinheiten vorgesehen waren, die dann auf dem freien Markt landeten. Und es gab dann wie so Renegades, oder? Also Gegenkulturelle, die sich diesen bösen Look angeeignet haben. Dem, was mit Krieg und was mit Soldaten, mit Militär zu tun hatten. Die Rocker. Ja, also das sind so Einflüsse. Dann gibt es natürlich okkulte Quellen. Oder? Also Coven, das ist eine Band, die ich in meinem Buch Metamorphosen recht eingehend bespreche. Eigentlich eine britische Band mit Sängerin übrigens, die noch vor Black Sabbath dieses okkulte Image geprägt hat, was Black Sabbath dann eigentlich aufgegriffen haben. Also das ist etwas, was einen Einfluss hatte. Und dann aber auch der ganze Art Rock, so der 70er Jahre, also dieses Flamboyante.
Die Kostüme. Kostümierung. Ich meine, schaut man Iron Maiden anschauen, oder? Ich meine, es sind ja wirklich so sehr bizarre Kostümierungen eigentlich, mit denen die da aufgetreten sind, wo auch noch ein bisschen was so von Hippie-Ära drin steckte. Und damit haben Judas Priest dann Schluss gemacht. Und da kam dann dieses ganze, auch ein bisschen dieses SM-Bondage-mäßige rein. Mit den Nieten und den Ketten. Genau. Was aber gar anscheinend, also wenn man den Autobiografien der Judas Priest-Musiker Glauben schenkt, keine inhaltliche Bedeutung hatte, sondern das war eigentlich eher so ein Gag, komm, lass uns das mal ausprobieren. Also Rob Halford betonte sehr in seiner Autobiografie, dass es nicht für seine damaligen sexuellen Vorlieben stand, sondern dass es einer der Gitarristen, mir ist gerade entfallen, wer es war, was sie eigentlich so die Idee dazu hatte. Also insofern ist es ein sehr hybrides Feld, aus dem sich Metal speist. Und natürlich, also Comic hattest du schon erwähnt. Ja. Also Comic-Kultur ist natürlich Superhelden, also diese Larger-than-Life-Körper und diese Larger-than-Life-Geschichten, diese Mythologien, die haben in Metal natürlich total reingespielt. Manowar ist das beste Beispiel. Also wo das auch so übersteigert wird, dass es ja wieder kippt. Ja, logisch, es ist nach Kitsch plötzlich. Und dann sehe ich dort auch so einen fließenden Übergang auch in das ganze Gothic-Ding, wo ich dann denke, wie da könnt ihr einfach Caspar David Friedrich nehmen und einen Schriftzug drüber. Und dann ist einfach wie... Romantik. Also Heavy Metal ist natürlich eigentlich ein romantisches Genre. Ja. Ich würde auch sagen, es ist ein Indoor-Genre. Also ich habe das mal verglichen, dass Metal und Punk ganz unterschiedliche Räume besetzt haben in den 70er Jahren. Weil Punk war eigentlich draußen. Also Punk war eigentlich eine Musik auch der Straße, des Protests, des Aktivismus, der politischen Agitation, wie auch Hip-Hop draußen war. Hip-Hop beginnt mit Parkpartys und Blockpartys. Und Metal beginnt indoor. Metal beginnt eben eigentlich in geschlossenen Räumen. Das ist vorher erwähnt. Das sind Typen, die lesen, jeden Tag 6 Stunden auf ihrer Gitarre mixolydische Skalen üben auf 180 Beats per Minute und so weiter. Oder? Die sich mit Mythologie und Geschichte beschäftigen. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Einfluss, nicht der Raum, aus dem Metal kommt. Es ist eigentlich eher so die Gegenwelt, nicht? Während andere Sparten wirklich draußen in der echten Welt unterwegs sind. Ja, und natürlich das viel mehr gezwungen sind, in einem modernen Trend, der dann nächstes Jahr schon wieder vorbei ist, zu folgen. Und darum entwickelt sich das wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Also ich habe das Gefühl, gewisse Sachen sind immer noch da. Absolut. Und wieder da im neuen Jahrtausend. Die ganzen alten Bands sind alle wieder da. Alle zurück, alle groß. Ja. Ich habe das so lustig gefunden, wo eine von meinen Schülerinnen bei einem Vortrag auf der Folie im Vortrag über Nirvana hat Kurt Cobain auf der Straße gezeigt und 100 Fotos von ihm, wie er einfach so auf der Straße läuft. Und denkt, was hat jetzt das mit der Musik zu tun? Und er sagt, ja, er hat einen speziellen modischen Stil, und zwar hat er so einen Retro-Look. Er ist so weit, ich bin alt, danke für sehr schön. Sehr schön, ja. Nein, und das finde ich eben schon spannend, dass eben eine Kleiderwahl und so auch anderen signalisiert, hey, das ist meine Welt, das ist meine Ansicht. Ästhetisch noch, du hast schon ein bisschen angetönt, der Einfluss von so mystischem, okkultem Ding. Fantasy ist natürlich auch ein riesen Ding, oder? Ja. Mit Herr der Ringe haben wir das auch schon gesagt. Und das finde ich schon noch spannend, eben als jemand aus einer kirchlichen Tradition, wo ich meine Symbole, wo ich damit bin aufgewachsen, plötzlich an Orten sehe und dann ganz erstaunt bin, dass jetzt Lamb of God nicht, also, weißt du, was ich meine? So, und dann denke ich, Moment, das sollte ich doch kennen, aber es ist irgendwie gar nicht so. Wie kommt das? Wo kommt die Faszination? Es gibt ja immer wieder Musikrichtungen, die sich mit Religion auseinandersetzen, aber beim Metal ist es zum Teil richtig krass, also Kritik hart und gleichzeitig man bedient sich diesen Symbol. Das finde ich noch spannend. Eben, das ist diese Doppelnatur des Metal eigentlich. Ich habe mal die heretische These aufgestellt, dass eigentlich Metal so die christliche Religion durchs 20. Jahrhundert gerettet hat. Okay, das wird jetzt los. Die Kirchen werden immer leerer,
Aber es gibt ja zum Glück den Metal als Archiv, wo die ganzen Narrative, die ganzen Symbole quasi überwintern. Ja. Zwar kritisch, aber sie sind da. Ja, sie gehen nicht vergessen. Man hätte das Zeugs ja auch vergessen können, oder? Ja. Aber die Kreuze blieben da, die wurden zwar manchmal umgedreht, aber sie waren da. Und das heißt, man konnte sie auch wieder zurückdrehen. Ja. Also, insofern, da müsst ihr dem Metal wirklich dankbar sein, dass er da quasi diese Dienstleistung wo hast du ist das peer-reviewed worden, oder? Das ist nicht peer-reviewed worden. Das nehme ich auch. Und das ist auch nicht einer der Gründe, warum Peer-Review eine heikle Sache ist, oder? Weil so Zeugs fliegt dann raus. Relativ schnell, habe ich auch das Gefühl. Aber das sind die Gedanken, die einen einen Schritt weiterbringen. Ich bin ein essayistischer Denker, mir geht es nicht nur um wissenschaftliche Präzision, das mache ich auch, das bediene ich auch, aber ich versuche eigentlich eher über eine akademische oder wissenschaftliche Essayistik ein bisschen nach vorne zu kommen und auch auf ein Terrain zu gehen, das vielleicht noch nicht gesichert ist, und mal eine steile These präsentiert, aus der sich dann was Neues entwickeln kann. Also Metal hat einfach diese Faszination am Religiösen, und es zeichnet sich aus durch die Kritik an der organisierten Religion. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen. Das war auch bei Slayer, die so als die religionskritische Band der 80er galten, war das eigentlich immer ganz klar. Es geht nicht um Religion oder Spiritualität als solche, sondern es geht eigentlich um den Machtkomplex Kirche. Und es geht um die Vermischung von Kirche und Politik, von Staat und Religion. Es geht um den Missbrauch davon. Und es geht eigentlich, ich kenne zumindest kaum Metal-Bands, außer dann später so im Black Metal, Skandinavien, wo jetzt um der persönliche Glauben so kritisiert wird. Und insofern, da sehe ich Metal eigentlich, also den klassischen Heavy Metal, so in der Tradition eigentlich der Aufklärung. Also wirklich 18. Jahrhundert, Religionskritik, Kritik an Kirche, Religion als Machtinstrument. Und gleichzeitig merkt man, aber eben, es fasziniert halt doch. Ja, logisch. Es sind nämlich gute Storys. Eben so apropos Essay und heretische These, oder für mich wirkt es zum Beispiel, wenn ich ganz viel von diesen bösen Metal-Bands, sage ich jetzt mal, anschaue, wie viel von dieser Ästhetik mich so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, weil ich dann denke, wie so, du bedienst dich an einem Symbol und Geschichtenfundus aus der Bibel, um quasi zu zeigen, wie böse das du bist. Und dann, weißt du, dann auch denke, so im Sinne von wie viel sind konservative, also wie viel Prozent sind konservative Christen daran schuld, dass es, sage jetzt mal, Satanismus gibt oder dass Leute sich selber als Neuheiten bezeichnen. Also wie viel ist das nicht wieder eine Gegenreaktion auf konservative Christen? Oder? Ja, also das hat mir Schweizer Metal-Musiker Martin Stricker total wichtig für so einen frühen Extreme Metal. Hat mir das mal so geschildert, dass einfach ihre Eltern fanden Jesus am besten. Brauchten sie irgendeine Gegenfigur zu Jesus. Und man hat einfach quasi den maximalen Kontrast gewählt. Also musste Satan her. Ja. Natürlich gab es auch ernsthafte Okkultisten und so weiter, aber sag mal, der Hauptteil ist schon Spielerei mit. Ist mal eine Spielerei und ist auch einfach quasi der Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vorhalten oder den Zerspiegel vorhalten. Oder? Also, weil man munkelt, nicht alle Christen leben vollumfänglich nach den 10 Geboten und so weiter, oder? Und also gebt Gott, was Gottes ist, und nicht dem Kaiser, was des Kaisers ist. Auch das wird nicht immer so eingehalten und so weiter. Und ich glaube, da ist diese Welt, oder, einfach ein sehr gutes Instrument, um diese Doppelmoral aufzuzeigen. Interessant finde ich ja, dass die härtesten Kritiker dann, was jetzt christliche Religion und Christentum als Sklavenmoral, ihrerseits wieder in so Pseudo-, Krypto-, Zivil- oder sonst wie religiöse Gefilde Fußball, haben wir. Oder eben Black Metal, zweite Welle in Skandinavien. Ich meine, dann hat man halt wieder irgendwie Paganes und die Tradition hier oder den Satanismus, irgendeinen Ismus. Also doch wieder auch so eine starke Identität und so einen starken Anker, an dem man sich halten kann. Aber ist es nicht eins von diesen Hauptsachen, wo Metal den Leuten verspricht, so wie Identität? Ja. Und dann ist ja logisch, dass, also
Aber man könnte vielleicht sagen, Metal verspricht, also ich meine jetzt immer so den klassischen Metal, jetzt nicht so dann die späteren Formen, wie jetzt eben so Second Wave Black Metal, das war wirklich identitär, oder auch diese Mischformen von Punk und Metal und Hardcore, das ist dann wieder ein bisschen aktivistischer, politischer. Aber so klassischer Heavy Metal verspricht eigentlich Halt ohne Haltung. Ja, auf die Formel würde ich das bringen. Also Okay, Halt du hast, und du Halt. hast, du hast Du diese kannst Brotherhood, dazukommen eine und Szene dann gehörst du ja, dazu. Ja. genau. Und ob du Werkzeugmacher bist oder ob du jetzt, ich weiß nicht was, Altphilologe bist, Ja. spielt erstmal keine Rolle, solange du dich irgendwie auf die Musik einigen kannst. Ja. Wenn es im Punk, der stärker politisiert ist, ist es viel schwieriger, oder? Ja. Gewesen. Also im Metal kommt man so über die Ästhetik zusammen. Aber ich habe mir das auch schon überlegt, eben bei dem neuen Paganen oder was auch immer so, ist natürlich auch eben das Identitätsfrage, oder? Man wächst auf in einer Gesellschaft und dann merkt man, die Gesellschaft ist irgendwie gar nicht so, wie ich bin. Und du fragst dich, wer bin ich, wo komme ich her? Und du beschäftigst dich mit der eigenen Tradition und stellst dann plötzlich, je nachdem, wo du bist aufgewachsen, ja, meine eigene Tradition ist irgendwie verdrängt worden, es ist irgendwie ein Sieger-Ding gekommen. Und dann erlebt man eigentlich das, wo die Leute an und dazu mal mit Rom erlebt oder mit Ägypten oder welche dominante Kultur halt die anderen nicht toleriert. Und ich glaube, das Christentum ist halt über so lange, so vielen Orten so dominant gewesen, dass es wie eben die Identitätsfrage gibt, wo man sagt, wie ich kann mich nur identifizieren, indem dass ich mich rückbesinne auf das, was war, bevor da das böse neue Zeug gekommen ist, oder? Und dass man dem einen Wert geben will. Du hast einen Song mitgebracht, wo vielleicht ein bisschen zu dem passt, das Sail into the Sunset Fire. Kannst du kurz etwas dazu sagen? Ja, das passt sehr gut. Der Song stammt von Athonic, eine taiwanesische Black Metal Band. Sehr politisch, also sehr verbunden so mit der Unabhängigkeitsbewegung und Demokratiebewegung, Bürgerrechtsbewegung in Taiwan. Der Sänger und Gründer Freddie Lim ist auch Politiker, also sitzt im Parlament in Taiwan. Und was Athonic gemacht haben und was sie immer noch machen, ist sehr interessant, nämlich sie nehmen so norwegischen Black Metal, der so als ultimativ weißes, satanisches, reaktionäres, identitäres Genre gilt und appropriieren den einfach für ihre Zwecke. Also Freddie Lim war fasziniert davon, den hat die Ästhetik geflasht, der fand das fantastisch, das Hymnische und dieses Starke und auch den Pathos. Aber sie besetzen dieses Genre einfach mit Taiwan-spezifischen Geschichten, mit indigenen Mythologien und sehr politisch, hier würde man fast sagen nationalistisch, also da geht es um die Unabhängigkeit Taiwans, ja, logisch, von China gegen den Imperialismus und so weiter. Also hat eine andere Konnotation als jetzt hier in Europa, wo der Nationalismus eben eine andere Färbung hat. Dort geht es wirklich so, hey, wir haben uns auf unserer Insel was aufgebaut, bitte lasst uns das und wir haben irgendwie eine eigentlich ganz gute Demokratie und die wollen wir uns behalten. Ja. Aber wenn man irgendwo eben sagt, im Fernsehen oder so, dass Taiwan ein Land ist und am nächsten Tag wird es gestrichen. Und da meldet sich dann jemand bei den Sendern, genau. Also und da geht es darum, das finde ich sehr interessant, einfach, dass die, und so sollte man das eigentlich auch machen, sich einfach das aneignen und nicht sagen, oh, das ist böse, das sind irgendwie diese weißen Identitären und da gab es auch Nazis drunter. Ja, also logisch, nehmt euch das Zeug, eignet euch das an, überlasst es nicht den Trotteln, sondern macht was draus. Ja. Das machen sie. Und dann hören wir, ich probiere gar nicht erst den Namen auszusprechen, Sail into the Sunset Fire. Ja, wir kommen zu den Publikumsfragen, Jörg. Die erste Frage, die reingekommen ist hat mit dem Thema Christentum zu tun. Ist christlicher Metal für dich ein nicht auflösbarer Widerspruch? Oder was ist für dich, gibt es Sachen, die dir am christlichen Metal gefallen, die dich beeindrucken, oder gibt es Sachen, die für dich problematisch sind? Also ganz subjektiv, ich bin kein Freund von christlichem Metal oder von satanistischem Metal per se, sondern
was ich vorhin meinte, ich sehe Metal eigentlich erstmal als ein Genre der Freiheit. Und zu der Freiheit gehört es natürlich, dass wenn du Lust hast, über deine Religion zu singen, go ahead und mach das. Es gibt keine Instanz, es gibt keinen Papst, der irgendjemandem gebieten könnte, also christlichen Metal nicht zu machen, oder? Das gibt es nicht. Also Freiheit bedeutet genau das, das tun zu können, so wie auch Sonic die Freiheit haben, sich diesen norwegischen Black Metal anzueignen und über die Unabhängigkeit Taiwans zu singen, statt über irgendwelche nordischen Mythologien, Nietzsche und ich weiß nicht was. Insofern, ich persönlich habe damit weniger am Hut. Wenn ich dem begegne, höre ich mir das an, wie alles andere auch, wenn es mir musikalisch gefällt. Gut. Wo du über Straight Edge geredet hast, und das Video reinkommst, habe ich mich plötzlich gefragt, jetzt bist du eben in diesem pietistischen geprägten Korntal aufgewachsen. Und plötzlich überlegt so, bist du vielleicht doch stärker geprägt von dieser Umgebung, dass du wie eins oben antritt mit Straight Edge hat doch durchaus etwas auch mit, oder vielleicht eine säkulare Variante vom Pietismus. Ja. Was sagst du zu dieser These von mir? Doch, also rückblickend kann ich mir das schon vorstellen, dass es irgendwie eingeflossen ist über mehrere Umwege. Und die Nähe, die sehe ich schon. Also Pietismus war ja wirklich nochmal diese Sezessionsbewegung auch innerhalb des Protestantentums und der Reformierten und mit ihren Hauskreisen. Und allein die Hauskreise, wenn du die vergleichst mit so Garagenkonzerten. Also wir wollen uns nicht mehr auf die offiziellen Promoter einlassen, auf die offiziellen Konzertveranstalter, sondern wir machen unsere Konzerte zu Hause in der Garage. Ich meine, das ist ein Hardcore-Gedanke. Also da gibt es so ein paar strukturelle Parallelen. Und auch dieser Wunsch doch nach einer Form von Klarheit und Intensität und Direktheit, würde ich mal sagen. Auch da gibt es eine Nähe dazu. Wir fanden als Kids damals Pietismus natürlich doof. Oder? Also das war klar, da warst du dagegen. Ja? Wie sie wie zu eng war oder so. Ja, genau. Ja. Das war auch ein bisschen so eine gated Community. Du hast gemerkt, der Korntal war damals schon eigentlich so 2 Teile geteilt. Also der alte Teil, das war wirklich noch so pietistisch, auch sehr missionarisch geprägt. Korntal hatte nämlich eine sehr lange missionarische Tradition. Das war auch ein bisschen so der Alterswohnsitz von vielen Missionaren, die aus Indien zurückkamen, in Korntal ihren Lebensabend verbrachten. Und dann eher so diesen bürgerlich-säkularen, posthistorisch langweiligen Teil. Man hat eigentlich gegen beide ein bisschen rebelliert und hat dann versucht, sich einen Space zu schaffen, der irgendwie ein bisschen aufregender und intensiver ist. Aber also, ich sehe durchaus die eine oder andere Parallele dazu. Noch eine biografische Frage oder zu deinem Projekt zu Malmzeit. Wenn man auf die Website schaut, dann hast du das Heavy Mental auch Lieferservice mit Klammern. Es fragt jemand, seit wann wirbst du mit Malmzeit mit Heavy Mental? Oder hat es mit unserem Format, oder das haben wir blöderweise einfach gerade beide den gleichen Begriff, gibt es da einen Zusammenhang oder seit wann ist das so? Da können wir jetzt in einen Copyright-Streit übergehen. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir den Begriff spontan erfunden auf einem Konzert in Bukarest. 2016 war das, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, seit wann ihr damit unterwegs seid. Der hat Copyright. Okay. Das ist dokumentiert. Da gibt es eine Videoaufzeichnung. Nice. Und aber mittlerweile, es gibt sogar bei uns, glaube ich, ein Forschungsprojekt an der Kunsthochschule, die machen auch wie Heavy Mental. Ich glaube, die waren auch ein bisschen später als wir. Das heißt, wenn wir uns wirklich reinhängen würden, könnten wir richtig reich werden. Oder ja, genau, so viel Zoll gibt. Es ist mir vorhin noch etwas durch den Kopf, was ich vergessen habe. Nein, genau, wahrscheinlich ist es genau. Das ist echt die Hauptfrage, die wir immer eigentlich allen Gästen stellen. Nämlich so die Frage von der Außenperspektive. Also die Frage, die habe ich am Anfang bei der Einleitung schon gestellt, ja, wann hast du eigentlich mich oder die Metal Church wahrgenommen? Und was uns eigentlich jetzt noch mehr würde interessieren, nicht nur ab wann, sondern auch, wie nimmst du das wahr, was wir machen, wie?
Und wir wollen jetzt nicht einfach nur bauchpinselt werden, sondern darfst gerne auch kritisch so. Oder was nimmst du wahr von der Metal Church oder von mir als halt Metal-Pfarrer, wo man halt vielleicht als prominenteste so wahrnimmt? Ich bin einfach, seitdem ich in der Schweiz bin, immer mal wieder irgendwie an ein paar Ecken und Kanten wie draufgestoßen. Ich glaube, so intensiver war das im Vorfeld von unserem Metal- und Extremismus-Talk, den wir in Luzern gemacht haben, wo wir uns überlegt haben, wen laden wir ein, wer sollte da einen Redebeitrag leisten. Also das war eigentlich so der Kontext, da habe ich mich dann ein bisschen was hier eingehört und eingelesen und eingeschaut. Und also Metal Church ist jetzt sicherlich etwas, was ich nie machen würde. Also da wäre ich eher so laizistisch unterwegs. Genau. Oder dann sagen, also halten wir das mal schön auseinander und würde mich auch eher dieser Metal-Strömung eigentlich verpflichtet sehen, die sich vor allem mit der Kritik an organisierter und institutionalisierter Religion befasst. Das wäre eher so meine Ecke. Gleichzeitig bin ich ein Liberaler. Also, und zwar wirklich im nicht parteipolitischen Sinne, das mache ich immer sehr stark, weil bei uns ist liberal fast schon so ein Schimpfwort geworden mittlerweile. Hier in der Schweiz ist es so der Staatsliberalismus, in Deutschland ist es immer gleich Neoliberalismus, der alle Übel der Welt verursacht hat. Also liberal meine ich, so ist ein Geist der Liberalität. Und ich gehe eigentlich immer an Orte, wo ich diesen Geist spüre. Oder? Ich meine nicht heilige Geister, sondern so eine Mentalität. Und, vielleicht hat das vielleicht hat es Zusammenhang. Vielleicht hat es für euch sicherlich einen Zusammenhang. Genau. Andere würden es vielleicht eher in den chronischen Kräften sehen, oder in irgendwelchen Naturgöttern oder heiligen Geistern, weiß ich gar nicht. Ich bin Agnostiker. Agnostizismus ist für mich eigentlich so ein Zeichen von Demut. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich könnte nie sagen, das hier, jenes ist die richtige, die gute, die einzige Religion, das bekomme ich nicht hin. Da habe ich ein zu schwaches Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Aber zum Beispiel, ich bin Fan von Hans Küng. Den fand ich fantastisch. Das Projekt Weltethos, überhaupt so verschiedene Menschen also in Dialog zu bringen, die aus unterschiedlichen Organisationen, Institutionen irgendwie kommen. Das leuchtet mir sehr ein. Mir leuchtet auch ein, dass man gewissermaßen seine Spiritualität organisiert ab einem bestimmten Punkt. Dass es Leute gibt, die gleiche Überzeugungen oder eben spirituelle Bedürfnisse haben, dass sie sich zusammenfinden, dass daraus eine Organisation erwächst. Klar. Bei den pietistischen Hauskreisen fehlt dann wiederum so das Organisations- und Institutionskorrektiv. Oder? Also insofern würde mich dem Metal Church nicht anschließen, ich würde kein Jünger werden oder sowas, aber würde immer gerne sozusagen so vorbeikommen und solange sowas möglich ist, finde ich das gut. Das ist es wirklich das Anliegen, oder ich glaube, das ist auch gelungen, jetzt in den letzten Jahren wirklich das auch so aufzubauen, dass es vielfältig ist, oder eben nicht nur einfach jetzt also es gibt Leute, die am Anfang so denken, ja, was ist jetzt das, oder gibt das jetzt einfach irgendwie die nächste Freikirche, oder was ist das denn für mit dem Metal-Anstrich. Genau, oder welche Metal-Pfarrschöfe sind. Das ist das, was ich vielleicht als Kritik hätte an der Art, wie du im Buch darüber geredet hast. Nein, bitte. Ich glaube, das ist auch die Versuchung, oder vielleicht auch die mediale, eben, man fokussiert es doch einfach auf eine Person und gerade in der Kirche gibt es das auch. Das hat die Kirche auch nicht ihren Beitrag geleistet in den letzten Jahren. Nicht nur Katholiken, sondern auch die Reformierten genauso, wo dort viel priesterzentrierter sind, als sie eigentlich theologisch sein sollten. Ja. Und da kann man, natürlich, es lebt von Figuren, aber es ist meine tiefe Überzeugung und alle, die da mit mir unterwegs sind, teilen die, es geht nicht um eine Person. Ja. Also, aber es ist halt so, man muss mit dem halt auch spielen und es ist gut, wenn man mit den Leuten arbeitet. Aber ich glaube, es geht um etwas anderes und das ist, ich finde es super, dass du das moderierst, nicht ich. Also einer von meinen Hauptanliegen ist ja, bei all diesen Gesprächen, ist ja, dass ich möchte, dass Leute zur Selbstreflexion ein bisschen angestoßen werden. Und ich finde, dass so viel in sich selber so unsicher sind, dass sie die Bestätigung brauchen, dass sie jetzt am korrekten Ort sind, mit der korrekten Handlung, der korrekten Haltung und so.
Und mit euch jetzt eben gut im Metal treffe ich auf so viele Menschen, die aus unterschiedlichen Welten kommen. Ja, Eben das Anfangsbild mit dem Anwalt ja, im Zug. ja, ja, Und, ja. und etwas, wo ich eben finde, wo eigentlich unsere Stärke ist in der Metal-Ding, ist ja, dass man Kritik kann, darf und soll üben Hm. und vor allem auch an sich selber. Und ich finde eben unbedingt so Menschen wie die, also ich bin halb begeistert, ich finde immer so Menschen, die so verknüpft denken und so in Themen hineinschauen können, weil sie wirklich Zeit haben genommen, das finde ich sehr gut. Und von so jemandem lasse ich mich dann auch gerne irgendwo oben auch kritisieren oder anspornen für die eigene Selbstkritik. Und das ist auch für die, die zuschauen. Es ist einfach wie, wenn ihr eben Sachen habt gehört, wo ihr jetzt sagt, wie, ja, aber das sehe ich anders. Ja, logisch seht ihr es anders. Und das soll genau ein Ansporn sein, um sich zu überlegen, warum habe ich die Haltung, die ich habe. Und über Bücher gehen und dann wird es vielleicht das, was wir schon hatten, zur eigenen Haltung, aber man weiss mittlerweile plötzlich warum. Warum? Oder? Ja, ja. Genau. Oder man merkt, Moment, das ist eigentlich gar nicht wichtig, Ja. was ich hier. Und das finde ich eben auch an deiner sag jetzt mal, religiösen Haltung cool, oder? Weil du sagst, wie, ja, ich masse mir nicht an, das schon zu wissen, aber du positionierst dich in dem Sinn, dass du sagst, wie, ja, eben, ich weiß es nicht. Und das ist auch gut. Und nicht einfach wie eben durch irgendeine Gruppe und so erlebe ich es viel, dass die meisten Leute in religiösen Fragen sich einfach einer Gruppe anschließen und dann ist einfach wie, ich will einfach zu denen, die halt, ich glaube nicht. Ja, oder halt so Gruppenkritik üben, oder? Dann Ja. ist ja auch so ein beliebtes Spielchen, dann schiebt man alles irgendwie hier auf die Religion oder da auf den Kapitalismus oder hier auf die Neoliberalen und so weiter. Und wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass es darum geht, was Menschen mit Dingen und Ideen tun. Oder du kannst wirklich den Hammer nehmen, um halt Nägel reinzuhauen, und du kannst ihn nehmen, um Köpfe einzuhauen. Und insofern, die Idee und das Konzept und die Ideologie, das ist die eine Sache. Du kannst eine fantastische Ideologie haben und du kannst ein Arschloch sein. Und dann werden deine Handlungen nicht die edelsten sein, ja, wenn dein Charakter nicht stimmt. Und du kannst vielleicht religiös sein und aus der Sicht von manchen Menschen dadurch ein bisschen esoterisch und abgedriftet. Kann aber sein, du machst damit ein paar Dinge, die andere Leute nicht machen. Ja? Und zwar gute und richtige Dinge. Und das interessiert mich. Mich interessieren wirklich konkrete Realitäten. Ich schaue hin, wie Leute leben, wie sie handeln, was sie machen. Und, das ist auch so Metal-typisch, oder? Dass man wie sagt, der Anstrich, aber bist authentisch, oder? Genau. Also dieses Practice what you preach und so, das ist ja nicht nur Metal, das ist ja viel auch Punk und Hardcore. Das finde ich total wichtig, weil wir haben genug Leute, die, ja, das ist aber sehr gut. Fridays for Future ist ein fantastisches Beispiel. Das sind so viele Leute jetzt, die jahrzehntelang durch die Welt geflogen sind, die alles mitgenommen haben, die das gute Leben gelebt haben und jetzt plötzlich switchen. Und was sie mir erzählen, Fridays for Future und Ökologie und so weiter, ist total wichtig. Und da bin ich wirklich Mettler. Also ich sage, echt, das macht mich aggressiv. Ich fahre seit Jahrzehnten mit dem Zug durch Europa. Ja. Ich besitze kein Auto. Und jetzt kommen lauter so Wendehälse, die wirklich so ist wie nach dem Ende des Kommunismus, als alle plötzlich Demokraten sind. Ja, Demokratie war ich immer schon, fand ich immer gut. Also da merke ich, da hat mich Metal und Hardcore total geprägt. Und damit kann ich nicht. Also nicht, dass alle Heilige sein müssen und nicht, dass man seine Haltung ändern könnte, aber gerade ökologietechnisch, das wussten alle immer, ja, dass man besser nicht irgendwie mit dem Flieger zwischen zwei Städten hin und her pendelt und so weiter. Da gibt es kein Menschenrecht darauf. Ja. Und also, ja, da ist, glaube ich, die Metal-Sozialisierung sehr, sehr wichtig. Noch eine letzte praktische Frage. Jemand fragt, wann gibt es den nächsten Metal Talk in der Schule? Ist natürlich Corona-technisch sicher nicht möglich gewesen. Ist etwas geplant, weißt du das? Ja, wir wollten einen machen zu Metal und Religion. Der hätte eben im letzten Jahr stattfinden sollen. Wir hatten so wenig originell an die Weihnachtszeit gedacht. Also schauen wir mal, ob wir da im Winter, eben ist ein bisschen heikel wieder jetzt mit Corona, weiß nicht, was kommt. Aber es ist definitiv einer geplant. Und das nächste Thema wird, wenn wir im Vorstand dabei bleiben, werden wir zu Metal und Religion machen. Sehr cool. Ja, Jörg, merci vielmals für den Abend, fürs Kommen.
Und Danke dass für du dich die eben Einladung, auf das einlässt, ist ideal. Merci vielmals. Und Danke, genau, war gerne da. sehr cool. Wenn ihr euch jetzt den Abend noch ein bisschen mit anderen zusammen ausklingen lassen, es gibt das Hard Rock Café auf Metzomost von der Metal Church. Ihr könnt dort noch ein bisschen mit anderen, die dabei waren, texten. Wenn ihr noch keinen Zugang habt, dann schreibt das WhatsApp auf die Nummer, oder schon den ganzen Abend eingeblendet gesehen habt. Dann schicke ich euch gerne Zugangsdaten, dass ihr dann euch einloggen könnt und nicht einfach allein für euch müsst den Abend traurig ausblenden. Und vielleicht, gerade wenn ihr nicht Fußball wie Euro schauen. Vielleicht. Das nächste Heavy Mental, das wird Ende Oktober sein. Wir haben dann den Markus Bürger zu Gast. Der Markus war in jungen Jahren Sänger von einer Death Metal Band. Er hat mit Kirchen und Glauben überhaupt nichts am Hut gehabt. Und ist aber dann über spannende Veränderungen, Umbrüche im Leben, hat sich das verändert. Er ist heute Jugendarbeiter in einer reformierten Kirchgemeinde. Und er macht aber immer noch Metal. Er macht Kinder-Metal-Songs zum Beispiel. Und er hat auch ein Andachtsbuch herausgegeben. Das gibt eine ganz spannende Geschichte. Auch wenn heute Abend schon das Thema Ökologie gehört, das ist Markus ein ganz wichtiges Thema. Er ist sicher nicht einer der Wendehälse. Von dem her, das gibt eine ganz spannende Sache. Als Metal Church haben wir auch physische Treffen endlich wieder. Das nächste, die beiden Bibel Biro Metal Treffen, 9. Juli hier bei mir in Niederbipp und am 29. Juli in Wimmis, dann auch mit einem Barbecue. Und das nächste Heavy Sanctum mit Metal Gottesdienst und Konzert, das findet dann am 25. September statt, im Soho Zwangen, im Club dort, wo wir abends feiern. Und vielleicht erwähnen Sie, ja, wir haben Morgarten zu Gast, eine Band, die wir schon lange kennen und unterwegs sind. Miteinander, sie haben eine neue CD jetzt draussen und die wird doch relativ viel weit beachtet. Also das ist sicher ein Grund, das neue Material live zu sehen. Und wenn euch das heute Abend gefallen hat und findet doch, das ist eine unterstützenswürdige Sache, dann freuen wir uns auch, wenn ihr noch im Abspann euer Handy zückt, die Wind aufmacht und irgendwie so etwas noch überwachsen lassen. Aber sonst ist es auch gut, ihr dürft es einfach geniessen. Wenn ihr findet, das wollen wir unterstützen, dann sagen wir natürlich nicht nein. In dem Sinne, merci fürs Dabeisein. Bitte euch Gott, guten Abend, bis ein anderes Mal. Broken, see the